Jo, ciao zusammen. Wir sind Metal Servola und ich habe fast meinen Einsatz verpeilt. Oh, so gut. Wie geht's euch? Oi. Ja, wie geht's dir? ihnen geht es wahrscheinlich gut. Also, außer sie hören jetzt zu, dann haben sie wahrscheinlich irgendwelche Probleme. Ja, voll. Ja, aber mir geht es gut. Wie geht es dir? Chef jetzt? Easy peasy. Ja. Bist du wieder gesund? Ja, wieder gesund. Ja, das ist wirklich. Ja, musst ASMR machen. Warte schon, ASMR. Okay. Zuerst einen Schluck nehmen und dann. Yes. Cheers. So wieder mal eine Minute mit Qualität gefüllt. Voll. Ja, wir haben 2 Wochen seit dem letzten Mal, oder? Es sind genau 2 Wochen seit dem letzten Mal. Ja, wirklich, tatsächlich. Viel passiert, vieles erlebt, viel Musik. Und ja, schauen wir mal. Also, letztes Mal, Episode 1, haben wir vor 2 Wochen rausgehauen. Ich habe nicht erwartet, dass Leute so werden im Fall. Also, ich habe so... Leute haben mich angesprochen, die ich nicht kenne, so, hey, cool, cooles Podcast und so. Da fuck, Alter. Ja, voll. Ich bin letztes Jahr am Konzert gesehen, da kommt einfach irgendjemand und sagt, hey, du bist doch einer von diesem Podcast. Und ich denke nur so, hä? Ich tue zwar immer so, als ob ich der Brian wäre, aber nein. Ja, von dem her ist es, glaube ich, wirklich gut angekommen. Ich habe viel gehört. Das ist... Hat Spass gemacht. Ich glaube, wir können das weitermachen. Es war wahrscheinlich nicht allzu schäbig gewesen. Ich glaube, es war ein gutes Experiment gewesen, Episode 1. Und merci für alle, die reingelassen haben und auch uns angeschrieben haben und kommentiert. Ich meine, wir haben sogar jetzt interessierte Gäste. Ich habe nicht erwartet, jetzt sind wir eine Liste am Ausführen. Also wenn ihr Lust habt oder mal etwas, auch wenn ihr irgendwie neue Release oder etwas wollt, werben für eure Bands oder was auch immer, schreibt uns einfach. Ich meine, Genau. Hey, im schlimmsten Fall, wenn wir gerade im Moment keine Gäste haben oder so, wir tun so einen Shoutout geben und präsentieren, was ihr so releaset. Ja, also wenn ihr irgendwie ein Musikvideo habt oder einen neuen Song oder ein neues Album oder irgendetwas und ihr habt das Gefühl, ihr würdet das uns gerne im Vorrat zur Verfügung stellen, lassen wir das sicher gerne. Oh yes, exclusive. Und dann können wir so tun, als ob wir Fancy sind. Wir haben es gehört, bevor es draussen war. Ja, Mann. Das ist voll geil. Jetzt ist einfach ein kleines Problem. Also nicht Problem, aber wir haben die 100 Follower zu schnell geknackt. Ah ja, voll. Stimmt, genau. Also wir haben letzte Episode haben wir ja gesagt, hey, wir haben, das ist nicht die erste Episode sozusagen, wir haben einen Pilot, wo 2 Stunden, nein, 2,5, wir haben es in 2 geteilt, weil es zu lang geworden ist. Und wir haben gesagt, wenn wir 100 Follower in Instagram oder Spotify knacken, dass wir die releasen. Jetzt, seitdem haben wir nur eine Episode rausgehauen. Das ist nicht so eine gute Idee, vielleicht mal sofort jetzt rauszuhauen. Also wir haben eine Idee. Was ist die Idee, Bella? Genau, also wir haben jetzt gedacht, wir sagen jetzt, wir haben 100 Followers, das heisst, wir lassen die Pilotfolge raus. Halt einfach noch nicht... Also lassen wir raus, wir tun es veröffentlichen. Genau, wir lassen sie raus, wir tun sie veröffentlichen. Einfach halt noch nicht jetzt gerade. Ich muss noch ein bisschen Geduld, aber das ist ja wie Weihnachten, wie beim Adventskalender. Da kommst du immer aufs kleine Tür lieber und dann am 24. kommt das Grosse. Von dem her, freut euch drauf, weil das Ding ist ja auch, weißt du, so, jetzt kommt so der Meta-Tag von wegen, wir wollen ja auch wissen, ob wir uns irgendwie verbessern, ob wir immer noch genau gleich dumm daherlabern wie am Anfang. Also wahrscheinlich wird es so sein, aber vielleicht kann man ja trotzdem irgendwie mal noch Schlüsse ziehen. Boah, leck, Alter, was ist mit mir los? Man kann Schlüsse ziehen. Yes. Boah. Professionell. Ja, hören wir auf. Nein, also wir releasen das. Der Pilot, wir müssen einfach zuerst mal kurz ein bisschen mehr Followers bekommen, nicht, dass wir nachher gerade gecancelt werden. Ja, voll. Also ich würde sagen, eben 10. Episode. Mit der 10. Episode tun wir es releasen. Auch dort zu vergleichen, sind wir besser geworden oder nicht. Letztes Mal haben wir auch versucht, eine Stunde aufzunehmen. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, eine Stunde und eine halbe dran gewesen. Da wollen wir natürlich ein bisschen besser werden mit der Zeit, ein bisschen effizienter. Wir sind chaotisch, aber wir versuchen das. Ding ist, ich hatte die Idee gehabt, wir reden jetzt einfach schneller. Okay, ja. Also wenn es für euch zu lang ist, ihr könnt im Fall in Spotify auf doppelte Geschwindigkeit oder Triple Geschwindigkeit ich weiß nicht, du hast noch den Pitch ändern, das wäre schon lustig, Boah, aber lustig. Ich glaube weniger. Alvin und die Chipmunks. Ja, nein, das ist ja easy. Du, und sonst, wenn ihr es nicht könnt, am Stück hören, ich muss auch einen Podcast teilen. Ja, ich höre auch so 3-4 Stunden Podcast einfach die ganze Woche durch, einfach wenn ich Zeit habe und nachher kumpe ich von einem zum nächsten. Und ich meine, wenn ihr da findet, ja, ist mir zu lang, gehen Sie schnell Planet Vasco los und dann kommen wir zurück. Ist auch gut.
Das tönt, als ob du voll den Anfang machen. Nein, Gehen Werbeplatz den Bass hören. Das geht noch länger. Nein, die Jungs sind auch viel mehr Vollgas als wir. Oder? Wir müssen da ein bisschen Gas geben. Aber, Genau, wir müssen aufholen, wir müssen sie bremsen. haben wir ja guter Segway, haben wir ja schon gut probiert, oder? Das Crossover, das niemand braucht, aber trotzdem da ist, hat es schon gegeben. Ja, voll. Weil wir haben ja letzte Folge ein bisschen Werbung gemacht für das ICU-Festival, wo der Ricky, mein, wie ich immer sage, Ricky regelt, gespielt hat mit Whiteout. Und wieso das der Ricky regelt, das können wir später noch erklären. Aber an diesem Tag sind auch unsere zwei werten Kollegen Josh und Brian rum gewesen, und wir schnurren wirklich schon wieder eigentlich nur von ihrem Podcast. Aber ist egal. Sie sind auch offizielle Medienpartner gewesen. Der offizielle Medienpartner. Nicht einfach zwei Dudel, die da sind, einfach am Genau, nicht so wie wir zwei, die einfach so dort aufgekreuzt sind und dann so das Gefühl haben, so, hallo, Genau. wir übernehmen jetzt. Von dem her, ja, also ich bin mit ihnen zwei zu Nacht essen, während der Ricky sich vorbereitet hat auf Whiteout. Und die Folge könnte, glaube ich, recht unterhaltsam werden. Haben die dort noch Podcast aufgenommen während dem Essen? Nein. Es ist sicher nichts passiert während dem Essen. Wir sind nicht im Restaurant gehockt und sie haben nicht einem von uns zwei, der wahrscheinlich nicht du warst, das Mikrofon vor die Schnur gehabt. Geil. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ja, okay. ist, Da bin ich gespannt. es könnte der ein oder andere Gastauftritt geben von uns. Cool. Also, ja, haben wir vorgehabt, oder? Ich meine. ja. Aber ja, ICU Festival war ja gewesen. Ja, wie hast du gefunden? Also ich habe es als Zuschauer recht geil gefunden. Wie hast du, also nicht recht geil, es war sehr geil gewesen, weil du bist dort hingekommen. Die Türöffnung war pünktlich gewesen, wir sind reingekommen, du hast dein Ticket anheben, du bist reingekommen, du hast ein Bier kaufen für 5 Stutz. Mach das mal nach, Zürich. Mach das mal nach. Schaffst du nicht. Niemals. Wir haben auch gedacht, das wird so, ja, Essen gibt es nichts Gescheites, wir müssen wahrscheinlich an einer Tankstelle etwas zu essen holen. Hey, es hat ein Restaurant in der Venue. In der Venue. Dann sind wir einfach an und haben gesagt, hey Grüezi, können wir eventuell auf die 6:15 für 6 Personen reservieren? Dann sind wir dann Cordon Bleu klopfen, das war geil. Ja, ist so gut. Also wirklich, Shoutout an die Organisation, also Corinne von... Voll. Corinne von Phileas Eye. Spielt sie dort, gell? Sie spielt Gitarre auf Phileas Eye. Ja, sie nice. Sie hat das Ganze organisiert. Mega cool, wirklich Location. Ein grosses Dankeschön erstens an Corinne, an die Organisation, an die Helfer. Es ist mega cool, mega gut organisiert. Wirklich krass gut. Und ich glaube, sie hat zum ersten Mal so ein Festival auf die Beine gestellt und es war geil gewesen, Mann. Also ich glaube, da kannst du nicht mehr warten. Also ich muss sagen, vom Spielen her. Also eben, du hast ja noch gespielt. Ist das auch so gut gelaufen wie der Hey, im Fall, genau gleich im Fall, wie du erzählt hast, es ist gelaufen, oder? Du hast ein Timetable gehabt. Es ist eingehalten. Natürlich mit Bands ist immer so, einige haben länger, einige sind schneller. Wir sind inzwischen noch Drums wechseln komplett. Oder wir haben darum haben wir so lange gehabt. Ja, genau. Weil, Artifiction hat einen eigenen Drum mitgebracht und das bringt natürlich entsprechende Umbauzeiten. Und wir haben so, glaube ich, eine halbe Stunde zum Umbau gehabt. Das war schon sehr ambitioniert gewesen. Aber am Schluss hat es geklappt. Also ich bin sehr happy. Ja, jetzt so. Also gut, ich muss ja sagen, ich bin ja hauptsächlich wegen Whiteout da gewesen. Und ich muss sagen, ist schon ein Highlight gewesen. Und was mich jetzt einfach, also es sind alle Bands wirklich gut gewesen. Das Einzige, was mir jetzt, also nicht das Einzige, was mir jetzt, das tönt so. Ich habe einfach, weißt du, ich bin dort hingekommen und habe gesagt, so, allen meinen Kollegen gesagt, ja, Whiteout, Junge, jetzt kommt die beste Metalcore-Band von der Schweiz. Und sie also, ja, jappa, oder? Nachher habe ich irgendwelche Leute kennengelernt dort neu. Die sind dann plötzlich so während dem Konzert gekommen, so, boah, du hast recht, die sind hure gut. So, ja, voll, Mann, voll. Whiteout, beste Metalcore-Band ever. Yeah. Einziges kleines Problem an dieser Aussage ist, nachher hat so eine kleine Band namens Expello gespielt. Und ich habe Expello schon mal live gesehen, ich habe gewusst, dass sie eine stabile Band sind. Aber die haben mich wirklich umgehauen. Also nicht, ich sage jetzt nicht, dass eine Band besser war. Das war einfach der Fakt, dass ich halt Whiteout schon öfters mal gesehen habe. Ich weiss, wie fucking gut das hier sind. Und Expello hat mich einfach so aus dem Nichts von Vollgas überrascht. Das ist ja eine richtig heftige Band. Die sind heftig. Das ist richtig. Die sind so primitive Breakdowns halt. Das ist so wie Caveman-Shit. Und ich so, damn! Ja, vor allem es ist so, wirklich, wenn Metalcore los ist, dann gang dir mal, also wenn Metalcore geil findest, geh dir mal Expello gönnen. Weil das ist so richtig guter Bring Me Back to them 2007 Years Metalcore. Ja, genau. 2005, 2007, so in die Richtung. So ein bisschen roh in dem Sinne. Das habe ich nicht so überproduziert. Ja. So ist einfach so
harten Riff, nach dem harten Breakdown, nach dem harten Chorus. Ich meine, es ist geil. Schön in die Fresse rein, einfach richtig Voll auf gut. Fresse. Ja, die ganze Zeit. Ja, und vor allem ihre Clean Vocals sind ja immer richtig heftig gewesen. Hey, das hat mich fast noch mehr geflasht. Das ist wirklich so, der Brian hat er gesagt, so der Brian, der Clean Vocals meistens scheiße findet. Ich denke dann das Gefühl gehabt, ja, mal, das kann sein. Ja, das ist wirklich absolut, wirklich, die haben mich wirklich ein bisschen überrascht. Und jetzt, wieso ist eines von meinen Sprichwörtern Ricky regelt? Ich bin Expello gewesen, oder? Ja, ich bin Expello gewesen. Ja. Weil irgendwann habe ich so das Chaos gesehen auf der Bühne. Nicht wirklich gewusst, was abgeht, weil ich habe mich gerade umgedreht um ein Cola holen, glaubst du. Und dann drehe ich mich um und dann pöbeln sich irgendwie 2 Gitarristen an und ich denke mir nur so, das ist Schlägerei oder was? Und dann hörst du sie so, du, könnt ihr es regeln oder brauchen wir etwas? Und dann so, Und dann habe ich gesehen, dass einer von den Gitarristen hat plötzlich keine Gitarre mehr in der Hand gehabt. Dann hat die Band einfach angefangen zu spielen, ohne ihn. Und er ist einfach da gestanden. Und plötzlich steht der Ricky auf der Bühne, nimmt seine Gitarre für und händet sie einem Expello-Gitarrist. Ja, es ist, ist der Niki gewesen. Ich glaube, Niki heißt so. Schicki auf Instagram. Ich weiß nicht, wenn jemand einen anderen Namen auf Instagram hat. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist der Ex-Mitbewohner von meiner Kollegin ist, aber ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Okay. Ich glaube, Niki oder Schicki oder was auch immer. Cooler Dude. Ich bin sehr schlecht mit Namen. Und plötzlich sehe ich seine, glaube er hat entweder 6 oder 7 Seiten gehabt und die fetische Seite einfach gerissen. Und ich so, Scheiße, du kannst nicht ohne die fetische Seite wieder spielen. Und dann schaue ich so und ich sehe eben, sie sind ein bisschen so, okay, was machen wir jetzt? Und ich so, ich habe eine Gitarre im Auto, oder? Ich bin geschwind zu ihm gegangen, so, Brudi, was hast du für Tuning, was hast du für Gitarre? Und er sagt mir so, okay, easy, ich bin gerannt, oder, zum Auto, schnell den Koffer irgendwie gerissen, weil ich meine, oben drauf vom Koffer sind andere Sachen drin gewesen. Einfach den rausgerissen vom Auto, er hat gerannt mit dem scheiß Koffer auf der Bühne, bringt die Gitarre, hat es geschwind von Drop B auf Drop C Sharp tuned und weitergespielt. Nice, Alter. Ja, Mann. Nice. Ja, vor allem das Lustige war, also die Band vollkommen professionell, also logisch, ich meine, die sind ja auch wirklich, die sind ja schon auf Tour, Europa und Diensttour gewesen. Schon länger als 2009 haben sie angefangen. Ja, ich habe vor allem auf Spotify geschaut, so, ja, die haben ein paar 100'000 Aufrufe auf ihren Songs, also das ist wirklich gut, einfach professionell durchgezogen, der Gitarrist hat alleine stehen lassen, der ist schon der gewusst, was machen sie, haben weitergespielt. Herrlich gewesen. By the way, ist mir jetzt gerade eingefallen, mein kleiner Hauptstar vom Abend ist einfach der Cymbal-Ständer vom Schlagzeug gewesen, der rechts gestanden ist. Ah, wo immer runtergefallen ist? Ja! Ja, das ist lustig. Bei jeder Band ist das Ding etwa 2-mal am Boden gefallen. Ich weiss noch, ich habe gerade so für den Metal Server Podcast auf Instagram eine Story machen, wie Whiteout spielt. Und dann sehe ich einfach sowieso. Hast du auch bei uns runtergefallen? Ja. Ist einfach runtergefallen und ich schaue so und ich so, oh nein, wie so auf die Bühne, weil ich sehe, dass niemand irgendetwas macht und niemand hat es gefällt. Dann bin ich einfach so eigenhändig auf die Bühne gelaufen, so am Tim vorbei gewackelt, so hinten. Shit, Alter, ich verhänge gerade. Der Michu ist der Bassist, gell? Oder Dano ist der Drummer. Ist der Drummer, genau. Gut, habe ich es doch nicht falsch gehabt. Und ich habe einfach so das hure Teil, weil er hat noch so ein riesen Symbol dran. Das war brutal schwer gewesen. Und ich habe so um im Tim seinem Amp das Schlagzeug, irgendwie müssen das Teil so aufstellen, stellen sie mir so an, schauen so an, so, hey, ist gut. Und er so, hey, musst du es kehren? Ich habe es einfach komplett falsch angestellt und ich nochmal so, das Teil so aufgeklopft, so umgedreht, so. Und dann habe ich es losgelassen, ist es wieder runtergefallen, weil es einfach so ein kleines Podestchen war. Und dann habe ich es irgendwann, angestellt und er so, ja, ist gut. Dann, nachdem ich es angestellt habe, ist 5 Sekunden gegangen, dann ist der Song fertig und hat es selber nochmal angerupft, aber das ist recht lustig, das Ganze ist etwa 3-4 Mal passiert. Oh Mann, das erinnert mich an, als ich mal für Live December Seite haben müssen wechseln, habe ich die falsche rausgenommen. Das war noch schwierig. Einer gerissen, so shit, ich besoffen, so, ich helfe euch geschwind. Und nachher bin ich in Backstage gegangen und es war dunkel gewesen, und ich habe einfach die falsche Seite gelöst und plötzlich muss ich 2 Seiten wechseln, statt nur einer, der gerissen ist. Und ja. Ricky, der Saboteur. Das sind so die Stresssachen, wo einfach helfen willst, aber machst du nicht gerade bis. Ja, mal, ich habe es sicher besser gemacht. Ja, voll, es ist nachher nicht mehr am Boden gelegen, es ist nicht gestanden. Voll, it is what you get, oder? Ja, you get what you get, genau. Voll. It is what it is. Nein, ja, sonst so, was hat eigentlich noch alles gespielt am Samstag? Circus, Bruder. Ja, das war deine Lieblingsband, gell? Ja, ich habe es gespielt. Es war, dass sie die alten Songs gespielt haben.
wir müssen noch schnell etwas schauen. Ja. Bei Silent Circus muss ich sagen, wirklich gute Band, sehr gute Band. Ich habe einfach wirklich so ein kleines Problem gehabt während dem Auftritt. Ihre scheiß LED-Stripes. Aha. Hey, die sind so hell gewesen. Ich konnte nicht auf die Bühne schauen. Es hat mich wirklich, also mir weh da in den Augen. Ich glaube, der Kollege und ich, der Nico und ich, sind einfach so seitwärts gestanden und haben so mit der Hand so unsere Augen verdeckt. Das hat wirklich so fest geblendet. Das war so hell gewesen. Ich habe es ja nicht gemerkt. Ich bin einfach voll abgegangen und habe nicht gecheckt. Nein, das war echt geil gewesen. Ja, wer hat noch gespielt? Ja, aber denkst du, weißt du noch die Aussage vom Sänger? Ja, ich bin gerade am Schauen. Bist du am Schauen? Ich bin gerade am Schauen. Erzählen. So lustig gefunden. Also irgendwann ist bei Silent Circus steht einfach plötzlich so der Sänger auf der Bühne und hat das Gefühl, sie haben Merch dabei. Sie können jetzt ihre erste CD nicht gerade so günstig verkaufen wie der eine Dude, den sie auf Ricardo für 4 Stutz vertickt. Und momentan sind der Ricky und ich noch höchstbietende. Ist einfach so lustig, ja. Also, Ja. Nein, zuerst hat der Peter von Silent Circus gesagt, ja, wer findet noch unsere erste CD cool? Ich so, ja, übrigens, ihr findet sie in Ricardo für 4 Stutz. Ja, das Ding ist, also schau jetzt, jetzt 4 Stutz, wir sind höchstbietende und der ganze Schmarren ist in 3 Stunden und 40 Minuten zu Ende. Das heisst, wenn wir den Podcast aufgenommen haben und alles gut läuft, können Metal Server behaupten, wir hätten die CD gekauft, die der andere angesagt hat während dem Konzert. Was einfach irgendwie lustig ist. Und weißt du, was wir nachher machen? Wir bekommen die CD und unterschreiben und nachher einfach verlosen. Und davon gibt es nachher nur eine Kopie. Aber Einfach weißt du, was wir machen? Wir unterschreiben die CD und stellen sie auf Ricardo für 5 Stutz. Das habe ich auch überlegt. Das wäre auch lustig. Das ist verdammt geil. Aber ja, nein, ist gelungen. Was ein Scheiß. So lustig. Nein, aber ich muss sagen, also, eben leider sind wir nur am Samstag dort gewesen. Ich war krank die ganze Woche. Ich kann unbedingt am Sonntag noch kommen, weil es sind coole Bands gespielt. Logify haben auch noch gespielt, Ophelia sei und Wasara und weitere mehr. Ja. Leider bin ich im Bett gewesen, einfach am erholen. Und du hast ein Konzert gehabt. Ja, also ich habe es mir ein bisschen gegeben diese Woche. Ich bin am Freitagabend bin ich im Kino gewesen, Black Panther schauen. Mhm. Wakanda Forever. Hure geil. Aha. Absolut Ist geiler gut. Film, kann ich empfehlen. Ich habe den ersten noch nie geschaut. Der erste ist auch hure geil. Ja. Shit, muss ich Ich noch kenne schauen. zwar viele Leute, die sagen, das ist gar nicht gut. Mhm. Aber ich finde, Black Panther-Filme sind wahrscheinlich fast die besten Marvel-Filme, die so in den MCU rausgekommen sind. Ja. Das hat der Josh im Fall auch. Okay, muss ich gucken. Josh ist schon 2-mal schauen, der neu. Ha. Das ist wirklich geil. Und dann eben ICU Festival, wo wir vom 3 bis um halb 1 da sind. Von MCU to ICU. Von MCU to ICU. Oh. Jetzt, ja. Aber in dem Fall hast du nur so nochmal zurückkommen zum ICU-Fest. Hast du noch irgendeine Band, die dich einfach so wirklich so überrascht hat? So? Dings. Außer der Whiteout, weil die sind hure gut gewesen. Lass überlegen. Artifiction sind natürlich nicht da gewesen. Ja, die sind auch geil. Hey, die sind heftig. Ich habe gerade das T-Shirt von den Jungs gekauft. Und was ich auch lustig gefunden habe, ich liebe das, wenn ich in der Metal-Szene, weißt du, du kennst viele Leute vom Aussehen oder von Instagram, du spielst in den gleichen Ort, du spielst mal zusammen. Und wenn du plötzlich lernst, oh shit, der Dude ist auch Latino. Der Gitarrist von Artifiction ist halb Guatemalteño, halb Schweizer. Und ich so, wir haben angefangen auf Spanisch und ich so, da fuck, Alter. So, wie, es gibt so viele Latinos in der Metal-Szene, aber wir wissen nicht voneinander. Weißt du? Ich kann einfach so. Das ist noch lustig, weil ich kann dir ziemlich sicher sagen, dass alle Schweizer in der Metal-Szene genau wissen, wer die Ausländer sind. In der Regel eben, gehe ich davon aus. Aber ich selber, ich bin so, okay, jetzt weiss ich, der ist Latino, der ist. Es sind so viel. Das ist jetzt mehr ein Witz gewesen, einfach weil ich sage, dass Bünzli Schweizer gegen Ausländer sind. Ja, das ist geil. Vor allem, was ich lustig fand, sind auch so viele Leute. Ich meine, der Dings, ich habe den Namen verhängt, aber der Bassist von Mind Collision war auch rum. Der Ersatzdrummer von Secret war rum. Voll. Er sagt schon mal von Secret. Ja, weil ich was Vorband waren von Lotrify, der Albumtaufe von Lotrify, hat ihren Drummer nicht können, dann ist seine kleinen Brüder eingesprungen. Der sicher war auch der gewesen. Darum ist er mir bekannt vorgekommen. Das war wirklich recht lustig. Es hat wo haben viele Leute der Benji-Drummer von Nubia. Ja, genau. Ja, mit ihm ist er immer rumgehängt. Die zwei sind ja so eine Combo eigentlich. Drummer-Combo. Drummer-Combo, die sind recht... ich glaube, die sind auch im Bury Tomorrow Konzert gewesen. Ja, denkst der Kate Effect sind auch dort gewesen.
oder? Beziehungsweise, stimmt, der hat ja zweimal müssen auf die Bühne. Ja, zweimal, ja, stimmt. With on Words in Alter gesehen, natürlich. Stimmt, oder? ja, die haben gespielt. Voll, also wir schauen alle Bands, ist geil gewesen. Omisys, Devil's Rage und auch der Rest, wo wir gesagt haben. Ist einfach cool gewesen, coole Leute. Hey, Devil's Rage, das sind doch die Alten gewesen. Die Huren. Ja. Älter, ja, älter als ja, wir. also im Vergleich zu allen anderen Bands doch schon Gut, ja, 15 stimmt. Jahre älter. Ja, stimmt. Der Mittelwertalter ist schon um die 30 gewesen. Ja, und sie sind sicher über 40 gewesen. Aber die haben Ey, das ist so richtig. Wie würdest du die Musik nennen? Groove Metal. Groove Metal? Ja, es ist Pantera mit Devil Driver mit Godsmack. Ja. So die Richtung, oder? Ja, das passt. Das ist sehr cool gefunden. Ja, die haben geputtert, die haben wirklich auch reingeputtert. Ja, definitiv. Das war spaßig gewesen. Ja, und Ding, Shoutout am Gitarrist von Omisys, Manu, der hat uns angesprochen. Nein, du bist ja nicht dabei gewesen. Im Backstage haben wir gesagt, du bist ja vom Metal Servola. Also, Ja. Er hat dich gelassen und so, yo, what the fuck, man? Ja, aber das ist ja hure lustig. Das heisst, die Episode war eine Woche draussen gewesen. Ja. Und es haben uns dort 15 Leute angesprochen, die wir noch nie gesehen haben voran. Voll. Geil, macht Ja, Spaß. lustig, ja. Ja, Manu. Weißt du, was Schlimmer ist an der Aha. ganzen Sache? Aha. Wie lange gibt es unsere 2 Bands schon? Stealing Guide gibt es ja 2 Jahre. Noch Wie? nicht ganz. Wann? Nächstes Jahr dann vielleicht. Okay, ja. Ich sage über nächstes Jahr. Aha. Aber- Und ja, meine, Whiteout gibt es auch schon 7 Jahre, oder? ja, 7, 8 Jahre. Und wie oft passiert das mit der Band? Nie. Nie. Wir haben mehrere angesprochen wegen dem Podcast als Miniband in der letzten. Irgendwann. Ich bin fast noch nie angesprochen worden wegen Nie. meiner Band. Nie. Nie. Also wirklich macht sehr Spaß. Also kommt einfach vorbei, wenn ihr uns seht, sagt heute, dann gehen wir ein Bier zusammen. Es ist Ja. einfach lustig. Und ich bin komplett überrascht im Fall. Also ohne Scheiß. Ich kann allen Bandmitgliedern nur empfehlen, startet einen Podcast, der nicht heisst wie die Band. Dann werdet ihr erfolgreich. Hey, 100% im Fall. Definitiv. Übrigens, falls ihr Fragen für uns habt oder wollt einfach im Kommentar oder Feedback oder was auch immer, schickt uns mal am besten eine Sprachnachricht über Instagram oder E-Mail, weil da können wir es gerade abspielen im Podcast und gerade reagieren. Oder einfach ein Mail oder eine Privatnachricht, weil dann können wir auch eure brennende Fragen oder euer Feedback oder eure Kommentare mal reagieren. Auf das freuen wir uns auch mega. Und wir haben sogar einen jetzt bekommen von den Jungs von Extreme Music Switzerland, wo übrigens auch, glaube im letzten Wer blastet was Podcast dabei sind als Gast. Ja. Und der Roman hat geschrieben, er hat gesagt, hey, cooler Podcast, was er sich wünscht, weil dass wir mehr Konzerte und Releases von lokalen Bands ein bisschen ansprechen und so. Und das haben wir definitiv vor, oder? Ich würde auch an die Jungs von Extreme Music Switzerland empfehlen, fangen auch selber einen Podcast an, weil die sind Ja, cool ja. gewesen. Die sind sehr cool Die gewesen sind im sehr cool. Podcast. Das einzige Problem ist natürlich, also nicht Problem. Baseldeutsch, was? Ja, das ist halt. Aber ich finde Baseldeutsch hure cool zum Zuhören. Ja, es wirkt so freundlich. Ja, Ich verstehe den Hate nicht. Aber gut, ich kann auch nicht viel mit Fußball anfangen. Jetzt regnet es dann Hate. Jetzt regnet es dann Hasskommentare. Aber das ist lustig, weil da ich vom Ausland so in der Schweiz gekommen bin, für mich tun sie irgendwie, also am Anfang ist es besonders, oder? Ich habe gemeint, es ist so wie St. Gallen und Basel ist genau das Gleiche und Bern und Thun ist auch das Gleiche. Und ich so, sogar jetzt habe ich auch das Problem zum Unterscheiden, außer Berndeutsch, das erkenne ich schon mehr. Und wenn ich jemanden höre, der wie die Jonas Christus redet, dann weiss ich, okay, das ist St. Gallen dort in der Region. Aber ich habe noch Er keine... ist Thurgauer, das ist nicht mal St. Galler. Okay, das ist nicht das Gleiche. Nein. Okay. Und nachher, von Basel habe ich noch keine andere Person, die ich an die Person denken kann. Basel musst du einfach immer denken, das Wort Ja ist Ja. Ja, yeah, okay. In dem Fall sind die Iren von Und der Schweiz. das Tram ist das Träumli. Und dann hast du Nein, eben, ich studiere mit dem Basel, stimmt. es. Geil. Jetzt, was du sagst, sobald du gesagt hast, ist mir gerade das Gesicht vom Kollegen im Sinn gekommen. Aber cool, nein, eben. Jungs, fangen mal einen Podcast an, das wäre cool. Also ich habe den Podcast von Wer blastet was gehört, wo die dabei sind. Sehr coole Insights, sehr viel Kenntnis von Musik und auch von der Region. Auch, ich finde es geil, wenn wir den Podcast haben. Vor allem, was ich cool gefunden habe, ist, sonst, wenn Leute von Local Bands reden, habe ich jeden Namen schon 4-mal gehört. Jede einzelne Band, die sie angesprochen haben, habe ich noch nie gehört. Gut, liegt vielleicht dran, weil ich nicht
so im Death Metal drin bin oder in dem ganzen Slam-Zeug wie sie. Ich glaube, es ist eine Region sie kommen aus Basel. Eben. Sie haben ganz eine andere Lokalität. Sie haben einen anderen Kreis, andere Gruppe. Ich meine, wir erzählen auch nur über Zürcher und Bands, wo da in der Region... Genau, weil wir sind eigentlich... Also wenn du so in und um Zürich wohnst, kennst du eigentlich nur die lokalen Bands aus Zürich, Luzern, Winti, Chur, Luzern, Aarau. Bern trotzdem auch. Aarau. Ja. Stimmt. 2-3 aus Bern. Voll, that's it. Ich meine, ja, nachher paar, die Amix-Tag gespielt haben, aber sonst... Ja, sonst sagt es nicht so viel, genau. Das ist wirklich fair, das ist eigentlich noch... Ich habe gerade ein paar aufgeschrieben und ein paar hören. Also das ist wirklich geil. Also macht Podcast, Jungs. Ja, vor allem auch ihre beiden Bands, die sind auch nicht schlecht. Die haben auch gelassen, ja, voll. Ich habe noch keine Zeit gehabt, aber ich muss es mal noch machen. Ich habe «I Delusionist» habe ich schon in einer von ihren Playlists mal nicht da, weil ich habe den cool gefunden. Ah, nice. Und dann ist so, der ist von dort, ja cool. Ja, also ich finde es richtig coole Idee. Merci für den Comment, richtig geil. Und fangen den Podcast an, Jungs. Das wäre cool. Also ich würde reinhören. Ja, voll. Wie sind wir jetzt eigentlich zu dem gekommen? Gute Frage. Du hast mich gefragt... ICU? Nein, es ist nicht ICU. Dort sind wir eigentlich fertig gewesen. Dann bin ich wieder aufs ICU zurückgekommen, wegen irgendwas. Und du hast mich gefragt, ob ich am Konzert war. Genau, ja, ich bin dann ja am Sonntag nachher als Frank Carter and the Rattlesnakes Konzert. Kann ich nicht. Er ist so ein britischer... Das ist eben der früher der Sänger bei Gallows war. Stimmt, du hast mir Gallows gesagt und ich einen Witz von ihm verstanden habe. Ja, eben, das ist... Etwas mit den rothaarigen Dude. Ja, das ist lustig, weil er ist ja ein Ginger. Und der Film Elf ist ja der Will Ferrell, weil die ganze Zeit rumschreit. Und dann eben so, I don't know why Elf is considered a Christmas movie. If I want the ginger bloke shouting at me for 2 hours, I listen to the first 2 Gallows records. Also so Hardcore-Dings? Ja, das war Hardcore gewesen. Jetzt okay. Er macht so, keine Ahnung. Okay, muss ich mal hören oder das Videoclip schauen? Alternative Punk, würde ich sagen. Alternative Punk. Ja, es ist nicht Punk, aber es ist so eigentlich Punk. Weißt du, was ich meine? Es ist schon Punk, aber so ein bisschen gemischt mit Alternative Rock und es ist also wirklich eigentlich so hure geil. Vor allem wichtig war die Vorband. Die OBGMs kommen aus Toronto. Die OBGMs. Das ist einfach so, das ist wirklich etwas, was ich muss sagen. So, es tönt einfach jetzt so, als ob ich irgendwo in Berlin würde wohnen und irgendwie Sozialwissenschaften studieren. Aber Punk und Metal braucht mehr Einfluss. Mehr Crossovers, meinst du? Nein, nicht Crossovers. Ich muss jetzt schauen, wie ich das korrekt formuliere, weil das wird im Internet ausgestrahlt. Okay. Weil so wie ich das also nein, ich denke... Bringen den Hate Boys! Also, schau jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das korrekt formulieren kann. Punk und Metal und Rock braucht mehr Einfluss von Leuten, die laut Sozialwissenschaftsstudenten dürfen Rastas tragen. Ich bin jetzt verloren. Warte nochmal. Ist die Debatte mit Weißen, die Dreadlocks haben? Ist ein Cultural Appropriation Joke? Ja, genau, ist ein Cultural Appropriation Joke. Wir brauchen mehr Einfluss von Leuten, die dürfen Dreadlocks tragen. Voll, ja, absolut. Weil, das hat die Band, Junge, das ist... Die haben so irgendwie Punk gemacht, aber so richtiger Gossen-Punk. Und der Sänger ist effektiv nur am Rumgumpen gewesen, ist ins Publikum rein, ist mit dem Publikum links und rechts gerannt im Dynamo. Das ist nach 5 Minuten, ich habe gedacht, ich bin ins Dynamo reingekommen und habe mir gedacht, so, shit, das ist Sonntagabend. Es sind alle hure lame drauf. Da wird jetzt keine Stimmung aufkommen. Die Band hat 5 Minuten gespielt. Aha. Es sind Bier geflogen, es sind Menschen geflogen, es sind Leute im Kreis rumgerannt. Es ist wirklich, also... An einem Punkt hat er wirklich so das ganze Publikum genommen und es sind einfach alle so links an die Wand gerannt und dann rechts an die Wand gerannt und dann wieder links an die Wand gerannt. Das war absolut geil gewesen. Wirklich. Dann ist der Frank Carter gekommen. Der ist, glaube ich, so 6'4". Ich weiß nicht, wie groß er ist. Etwa 1,65, 64 umeinander, glaube ich. 6'4" ist groß. 5'4", sorry, nicht 5'4", ja, dann ist es Scheiße, wieso sonst wäre so ein NBA-Player gewesen. Ja, ich komme auch nicht raus. So ein dummes Measurement. Auf jeden Fall nachher... ist irgendwie beim ersten Song ins Publikum. Und dann ist die Security in der ersten Reihe. So, ich sehe am Gitter stehen, so aufs Gitter rauf und einfach so panisch ins Publikum hineinschauen, weil sie den Sänger nicht mehr gefunden haben. Keiner hat den Sänger nicht mehr gefunden. Und ich schaue so ins Publikum, Bro, er ist nicht mehr rum. Nicht mehr rum. Er singt immer noch, aber er ist nicht mehr rum. Und dann plötzlich merke ich, dass er neben mir steht, aber ich habe ihn nicht gesehen, weil ich über ihn drüber geschaut habe. Ist so klein gewesen. Und dann irgendwann ist der eine Song fertig gewesen, und er ist immer noch im Publikum gewesen. Und nachher er so... Hey lads, I'm fine. You know, I'm 5'4", so if I'm in the pit, you're not gonna find me. Also, für alle, die nicht so gut Englisch können, der ist dort im Publikum gestanden und hat gesagt, hey, mir geht's gut, alle Securities, mir geht's gut, ich bin einfach klein. Das heisst, sobald ich im Pit bin, seht ihr mich nicht mehr, ich muss es gar nicht probieren.
Solange wir hören singen, ist gut. Das habe ich noch nie gesehen. Das war das Shit gewesen. Und nachher, dann ist er irgendwann auf die Bühne rauf. Und dann hat er etwas gemacht, was ich noch nie gesehen habe. Was? Ich habe gewusst, dass er das macht, aber ich habe es noch nie gesehen. Das war wirklich so impressive gewesen eigentlich. Mhm. Er hat gesagt, dass alle Dudes im Publikum jetzt einfach auf die Seite rausgehen, Mhm. aus dem Moshpit raus. Okay. Dann hat es einen riesen Kreis gehabt in der Mitte. Mhm. Und dann hat er das Gefühl gehabt, jetzt der Song dürfen nur Frauen moschen. Cool. Und dann sind sie zuerst so ein bisschen verwirrt gewesen, alle Leute. Mhm. Und er so, nein, schau jetzt, das machen wir so. Einfach, weil nachher wird sich die ganze Dynamik ändern. Du hast nachher nicht mehr so hässiges Zeug. Du hast nachher, Mhm. die Frauen merken, dass es eigentlich safe ist und dass es gut ist. Und die Jungs merken, dass man ein bisschen muss zurückziehen muss. Es gibt immer die Mongis, die einfach immer die Frauen anschlagen im Pit. Das ist so behindert. Ja, eben, aber das hat es dann eben noch gar nicht. Also bei ihm jetzt nicht, oder? Das Ja. ist nicht so schlimme Musik. Auf jeden Fall, nachher Das ist nicht ein Beatdown-Konzert. Es war nicht ein Beatdown-Konzert. 15-jährige Mädchen sind safe gewesen. Gut. Auch beim Mischpult hinten. Gut. Ja. Mann, es ist einfach so Beatdown. ätzend. Ja, das ist geil. Nein, auf jeden Fall, dann war das gewesen. Und dann haben sie dann plötzlich so einen Song gehabt und dann sind sie jetzt so voll am Abgang gewesen und ich bin so in der ersten Reihe gestanden. So, weil einfach alle Frauen weg sind aus der ersten Reihe, bin ich so über dem Gitter gegangen, also auf die Bühne geschaut, so Aussicht genossen, hure geil. Ja. Dann war so ein Break im Song rein. Und dann haben sie so irgendeiner im Publikum so etwas gesagt und er so, what? Und sie so, ja, komm doch runter. Und er so, no. Hä? Komm doch runter zu uns ins Pit, hat sie gesagt. Und er so, no, I'm a dude. I made the rules, so I'm going. I made the rules, so I know the rules. I am not coming into your pit. Und dann ist der Song fertig gewesen, und dann ist es hure eskaliert, die ganze. Also Cool. wirklich geil gewesen. Richtig fettes Konzert. Müsste ich mal hören. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ja, kannst du gönnen. Ist wirklich Frank Carter and the Rattlesnake. The Shrine the Ginger. Er ist anscheinend, ich habe mal ein Review gelesen, wo er am Greenfield gespielt hat, wo er von irgendjemandem der Boss genannt wird und ich so, der Boss ist ein anderer. Hä? Der Boss? Das ist doch der, wie heißt er? Der Bruce Springsteen, der was Summer of Aha. 69 gemacht hat. Der Okay. ist doch der Boss. Ja. Der nennt es doch der Boss im Business. Egal, auf jeden Fall, das war wirklich geil gewesen. Dann, Sonntag ist das gewesen, gell? Ja, Sonntag genau nach dem ICU-Festival. Mhm. Dann war nichts gewesen, dann war am Dienstag Bury Tomorrow Konzert gewesen. Stimmt, ja. Novelists, Vorband, haben mich überrascht. Einziges Problem war Sound im Komplex. Na gut. Was? Das ist ja nie gut, oder? Sound im Komplex ist nie gut. Das ist ein Phänomen, das ist einfach nie gut. Das Problem ist jetzt einfach, ihr Tontechniker war krank gewesen. Oh, Das scheiße. heisst, ihr Bassist ist nicht auf der Bühne gestanden, sondern hinter dem Mischpult und hat den Ton gemacht. Ah, shit. Also die Band hat mich wirklich überrascht. Die Band ist geil gewesen. Es hat wirklich, Novelists sind gut, ja. Ja, ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe nichts erwartet wie und es ist wirklich gut gewesen. Ich habe wirklich gedacht, Der Sänger hat dann Featuring bei Defender Song noch mitgemacht. Das weiß ja, ich. stimmt. Ja. Ja, wirklich gut gewesen, stabil gewesen, hure geil gewesen. Du hast einfach nichts gehört. Es ist einfach wirklich nur so. Es hat so getönt. Die ganze Zeit. Shit. Ja, das war ein bisschen schade gewesen. Schade. Aber die Band hat mich wirklich positiv überrascht. Dann Bury Tomorrow. Mhm. Die sind einfach so gut. Also wirklich jetzt. Beste Metalcore-Band, die momentan aktiv ist, meiner Aha. Meinung nach. Jetzt wirklich, die sind jetzt dort auf die Bühne gekommen und haben eine Stunde lang einfach abgerissen. Wirklich komplett abgerissen. Und auch der Sound ist gut. Ist schon am Dienstag gewesen, oder? Mhm. Ich habe leider gerade Schule. Ja, du hast Schule gehabt, Ja, gell? fuck. Scheiße. Aber die haben wirklich, also das ist wirklich, die Band ist kriminell underrated. Die hat wirklich viel zu wenig Fame. Ja, ich finde die und Miss May I sind Ja. so ein bisschen underrated. Wir sind so Ja, gut. Miss May I ist auch Sie sind geil. auch so in die Richtung und Ja, einfach sau gut. Ja, es ist vor allem so, es ist so moderne Metalcore, also es ist ein moderner Metalcore, Wo nicht so poppig ist. wo aber nicht poppig ist, Mhm. wo aber sich noch genug an den alten Roots bedient, dass ich muss sagen, das tönt einfach richtig sick. Und Ja, die sind auch dabei gewesen bei den Roots, in dem Sinne. Also sie das sind stimmt, schon ja, eine Band, die sind ja schon gewesen. lange dort. Ja, Eben, ja. Weißt du, was das Gute ist? Vor allem, die haben neue Songs gespielt. Mhm. Vom neuen Album, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Ah, geil. Alter. Ja. Ey, wenn das Album so wird wie die 2 Songs, die ich gehört habe. Mhm. Anscheinend sind ja Death und Life sind Single-Auskopplungen gewesen, die einfach so eigenständig Okay. sind. Mhm. Und Abandon Us ist der erste Song vom Album. Ja. Der ist ja richtig hässig. Der ist ja richtig krass. Und dann der neue, da haben sie nochmal einen gespielt, wo einfach, der trägt einfach auch rein. Das war das heftigste gewesen. Und wenn das Album so wird, wenn das Album gleich gut wird wie die 2 Songs, Junge, das kann nur, das wird ein Goat-Album. Geil, Das Mann. wird ein Geissen-Album. Richtig cool. Das wird ein Hey,
Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir haben eine ganze Woche geskippt. Wir haben gerade beim ICU-Festival angefangen. Aber die Woche vorher sind wir auch an einem anderen Konzert gewesen. Stimmt wir? Ja. Auf welchem? Ja, Dings, unser Boy, der Josh, hat ja gespielt. Ah ja, stimmt, unser Boy, der Josh hat ja gespielt. Wir haben eine Woche später angefangen. Vergessen. Voll. Also wir sind auch Exaltation und mit Accelerator gelesen. Sehr coole Band. Ich muss sagen, also ich habe schon mal gelesen, was der Josh mal geschickt hat, aber es hat mir recht beeindruckt, Exaltation. So Devil Driver mit Fear Factory in die Richtung, so einfach geil. Also einfach hässig. Ja, von hinten bis vorne bis hinten, einfach hässig. Voll einfach Shoutout an die Jungs von Exaltation. Und ja, voll, also ich habe es komplett vergessen jetzt. Voll, ich im Fall auch. Aber einfach wahrscheinlich, wie es so kurz nach dem Aufnehmen vom Podcast Es ist gerade 2 Tage später gewesen, ja? Oder 1 Tag später? Ja, wir sind zu viel mit dem Ricky und nicht mit dem Ricky, wir sind zu viel mit Josh und dem Brian am Hängen. Ja, voll, ja. Unglaublich. Wir haben so viel mit denen gehängt, dass wir jetzt auch einen Podcast angefangen haben. Es war einfach das einzige Natürliche gewesen, ja. Nein, das war easy fett gewesen. Oh ja, dann haben wir so ein bisschen einen Recap gemacht, was dort passiert ist. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Segment. Was sagst du? Gehen wir zu den News? Ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig? Nein, du bist noch nicht fertig. Entschuldigung, Fehlen noch 2 Sachen. Ich bin ja noch nicht mal beim Headliner vom Bury Tomorrow Konzert. Ich freue mich einfach mega auf die neue News-Musik. Ja, ich auch. Das kommt geil. Ich mach schnell. Ich muss noch kurz... Kein Stress. Fuck, wir müssen noch kurz über Hailstorm reden. Das geht stimmt. Und über PRS. Sehen die Struktur? Es geht, es funktioniert, es kommt gut. Wir sind auch erst etwa 35 Minuten in, das heisst... Einfach 15 Minuten mehr als wir sind gut dabei. Ja, nein, wir haben ja nicht so viel News, haben wir gesagt. Ja, stimmt. Cheers, oh, ich muss noch schnell. By the way, der Ricky und ich trinken nachher ein Bier straight from Kuba. Das habe ich kennengelernt auf der Safer Last Breath Tour. Funny Anekdote, es ist nicht das gute Bier aus Kuba, es hat 2. Das Bessere verkaufen sie nicht mehr im Drinks of the World. Aber wir haben das Bier getrunken und dann kommt so der Pepe. Einer von diesen Studenten, der beim Festival für Safer Last Breath zuständig war. So, hey guys. Wir haben das andere Bier getrunken, weil es ein bisschen erfrischender war. Also guys, there is this beer. It's way stronger than the other beer. It's really strong beer. Und ich so, geil, bring it on. Weil ja, in Kuba das Bier ist wirklich nicht so stark. Ja. Und wir, so das Cubanero, von dem haben wir schon gehabt. Nachher so, es hat 5,4%. Also, das ist nicht nur Cubanero, Bier. Das ist Cubanero Fuerte. Fuerte, genau, Fuerte. Genau, weil es ist Fuerte. Auf jeden Fall, mir so das Bier aufgemacht und einfach so getrunken. Also, guys, easy, ist das Strongbier? Und wir so, ja, voll easy. Und er hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, er müsse unbedingt mit uns mitheben, weil er so ein bisschen den Macho drin hatte. Weil das sind so 3 Mädels gewesen und er, die für uns zuständig sind. Und ja, long story short, er hat das Gefühl gehabt, wir sind gleich viel Bier saufen wie wir. Ja, wir hatten einen Heid da. Ja, man unterschätzt, dass die Bierkultur in deutschsprachenden Ländern im Fall. Ja. Weil, hey, wir saufen zu viel, sorry. Voll, ja. Also ich weiss auch, ich meine, ich bin mit 17 da gekommen und alles am Trinken mit 16 Bierli und nicht nur 1, 2, sondern mehrere. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, ich trinke nicht so viel gestern Abend. Und er so, und ist viel gesoffen? Ich so, nein, wurde wenig eigentlich, so voll easy. Und dann habe ich so ein Recap gemacht. Ja, es sind 5 Bier gewesen. Ja, voll. Also, und es geht 5 Bier. Das ist 5 Bier sind nicht viel. Wenn du aber überlegst, dass 5,5 Liter Bier... Das sind 2,5 Liter, das sind 2,5 Liter Bier. Das ist nicht wenig für einen Mittwochabend. Vor allem, wenn ich am Dienstagabend auch schon unterwegs war, da habe ich auch nicht viel getrunken. Du bist die ganze Woche... Das waren 4 Bier gewesen. Du bist am Samstag, am Sonntag, am Dienstag. Du hast nur den Montag inzwischen gehabt. Am Montag bin ich am Recording mit Matchbox Whispers. Ja, du bist einfach voll Gas. Hey, ich habe bis Mitte Dezember keinen Abend mehr frei. Auf jeden Fall, Headliner vom Bury Tomorrow Konzert. Hat mich also nicht angeschissen, aber... Sie haben mit Bury Tomorrow gespielt? Das musst du hören. Nein, eben. August Burns Red. Ah, sorry. Sorry, ich bin falsch Konzert. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Wirklich? Weil, jetzt musst du hören. Jedes Plakat, jede Schrift, jedes Ding ist gestanden Bury Tomorrow und August Burns Red. Impliziert, dass Bury Tomorrow der grosse Name ist und dann August Burns Red kommt. Aha. Ist jetzt aber so gewesen. Haben sie umgekehrt gemacht? August Burns Red hat den späteren Slot gehabt und länger gespielt. Ist dafür aber auch nicht die beste Band Nein, sie sind sicher gut gewesen, aber es ist einfach nicht... Es kickt mich einfach nicht. Die Songs von August Burns Red tönen wir alle so ein bisschen gleich. Es ist mir ein bisschen zu eintönig. Sie sind gute Songs, es ist wirklich, es fickt wie Sau, aber ja, Bury Tomorrow ist einfach wirklich die, nicht bessere Band, aber einfach die, meiner Meinung nach, wäre jetzt mehr Headliner-tauglich. Es gibt auch Bands, wo
wo die Musik zum Beispiel besser ist, zum einfach die Heim mit Kopfhörer am Hören oder im Auto, oder wo kannst du gute Boxen und du kannst wirklich alles hören. Als live geht vieles verloren, beziehungsweise wenn du die passende Struktur hast und die passenden Bounces hast, dass die Leute abgehen, oder? Ja. Dann geht es wirklich ab und die sind ein bisschen progressiver als Bury Tomorrow. Das sowieso. Ja. Sie haben mehr so Sachen, wo eher würdest merken, wenn du wirklich am Hören bist und so, damn, das ist geil, ja, gut ausgedacht. Tempowechsel, dies und das. Ja. Solche Sachen, ja. Ich habe sie live eben schon öfters gesehen und live habe ich immer das gleiche Problem gehabt, dass es mich einfach nicht wirklich mitgenommen hat. Du hast auch nicht wirklich das Zeug, also im Komplex war es schlimm gewesen, weil du hast nichts gehört bei ihnen wieder einmal. Es ist einfach so, Bassdrum hast du gehört und seine Vocals hast du einigermaßen gehört. Ich habe mal Maschine hinter gesehen, aber ich weiß nicht, ob es schlecht ist. Und dann ist einfach so das Ding, eben so eine Band wie Bury Tomorrow hat gut tönt. Die haben einen richtig guten Sound gehabt, aber wahrscheinlich einfach auch, weil ihre Musik ein bisschen simpler ist, ein bisschen weniger hat gleichzeitig. Weniger ist mehr. Und genau, Ricky sein Spruch, weniger ist mehr, das stimmt, haben wir gelernt im Studio. Und vielleicht auch rein vom Equipment-mäßig ist vielleicht auch das, weißt du, so Gitarren-Sounds sind ein bisschen weniger im Weg oder so. Weißt du, was ich meine? Wieso? Ja, wenn wir beide sind ja Pro Helix Gang. Oder? Sind die analog? Ich weiß es eben nicht, ich habe nicht so genau geschaut. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass bei Bury Tomorrow sich einfach die Instrumente auch weniger im Weg sind. Weißt du, was ich meine? Okay, jeder hat seinen Space, keine Frequenzen und sie haben es gut gemacht. Ja, wahrscheinlich hast du ein bisschen Konflikt gehabt. Ja, das ist, aber ich meine, im Komplex ist der Sound das ist... Die haben, also, August Burns Red haben mega viele Layers. Also es sind sehr komplizierte Songs. Sie sind cool zum Hören, aber es kann live ein bisschen... Nein, es ist wirklich, also nicht, ich sage nicht, dass die Band schlecht ist. Nein, absolut gar nicht. Es war richtig gut gewesen. Aber Bury Tomorrow hat ein bisschen... Also du hast es auch im Publikum angesehen. Bei Bury Tomorrow das ganze Publikum kommt, Circle Pits, Wall of Death, alle immer am Mitmachen, am Mitsingen. So primitive Bangers einfach. Ja, die haben auch, eben durch das, ja. Und dann bei August Burns Red sind die Leute mehr gestanden. Es ist so, wie wenn du Dream Theater live siehst. Du gehst nicht moschen und prügeln, sondern du hörst und du... Also, ich habe mal ein Konzert im Volkshaus geschaut. Und da kannst du sitzen da oben an der Terrasse, oder? Und ich bin einfach während Carnifex einfach gesessen und so, wow, geil. Und wenn du sitzt und einfach so ruhig bist, kannst du wirklich alles viel mehr besser raushören, wenn du am Gumpen bist und im Mosch und so. Ja. Da kommst du nicht über. Und dann ist verständlich, wenn du das Primitivere weißt, dann gehen wir zurück auf die War Drums, wo die Leute gebraucht haben, um sich aufpumpen für den Krieg. Oder? Genau das. Ja, genau, ist einfach primitiv. Das stimmt. Ja, das war wirklich geil gewesen. Und dann gestern, Mittwoch, The Hall. Heute Morgen habe ich noch gesehen, hure viel Bier hin. Ich arbeite irgendwo in der Nähe von der Hall. Ehemalige Samsung-Halle. Genau, ehemalige Samsung-Hall. Und hure viel Bierbüchsen am Boden rumgelegen. Es hat so Absperrungen, die verschoben worden sind, dass man auf dem Bänkchen oben sitzen konnte. Da hat gestern noch jemand gesoffen für aus 100 Pro. Auf jeden Fall habe ich gestern das gesehen, also Alter Bridge, Hailstorm und Mammoth Wolfgang Van Halen. Das ist der Sohn, oder? Das ist der Sohn von Eddie Van Halen. Oh, ja. Ist geil gewesen, wirklich stabil gewesen, ist hure gut. Einfach ein kleines Problem gehabt, dass seine Songs sind ein bisschen seicht. Sie sind wirklich gut, aber das Problem ist, wenn nachher eine Band wie Hailstorm kommt. Ja. Hailstorm. Alter, kennen der Hailstorm? Habt ihr schon mal Hailstorm gehört? Falls ihr nicht wisst, was Hailstorm ist. Hailstorm ist, kann man so Hard Rock nennen? Ist nicht Hard Rock. Es ist so irgendetwas zwischen Metal und Rock. Also die Easy Hail macht ist moderne Hard Rock, würde ich mal nennen. Aber eben nicht so wie Airborne. Nein, Airborne sind auch nicht modern. Gut, das stimmt. Ja, sagen wir es, ich würde jetzt Hailstorm einfach als New Wave of Hard Rock. Einfach Metal-Rockband. Sie hat sehr viel Metal-Einfluss. 100%. Ja. 100%. Eben, das war im Fall insane gewesen. Sorry, ich habe die Band schon 5-mal live gesehen. Jedes Mal, wenn ich Hailstorm live gesehen, geht mir einfach den Gottverdammt Laden runter. Ich muss sie mal live sehen. Die tönen wie auf der CD. Und nicht nur wie auf der CD, sie tönen besser wie auf der CD. Die Lizzie Hale, die Sängerin von denen. Lizzie oder Easy? Lizzie. L-Z-Z-Y. Dann habe ich falsch gesagt. Entschuldigung, Lizzie. Jetzt kommt Leute sie dann, schreibt sie so im Serverla-Chat rein. Falls Lizzie Schweizerdeutsch kann lernen. Genau, so schreibt sie im Metal-Serverla-Chat. Schon easy, Bro. Nein, wirklich, das ist... der Brian hat sie das erste Mal gesehen. Der andere Kollege, der Nico auch. Die sind beide da gestanden und ich so, jetzt kommt es dann, Alter. Jetzt es dann. Dann kommt sie auf die Bühne und das Erste, was passiert ist, sie ist einfach nur am Singen gewesen. Keine Gitarre, kein Schlagzeug, kein Bass, nichts. Was für eine Stimme. Sie kräht einfach in das Mikrofon hinein.
die Stimme, also die hat so viel Dampf dahinter. Ja. Das hat wirklich mehr Power wie so ein Leopard 2 Panzer. Ich finde Hailstorm und The Pretty Reckless sind einfach, also irgendwie sehr ähnlich, also vom... Schon ähnlich, aber Power ist einfach Power. Ich habe die Bands schon zweimal live gesehen. Ich habe keine von denen live gesehen. Ich habe beide Bands schon mal live gesehen und ich muss jetzt... Vielleicht hat Pretty Reckless einfach einen schlechten Auftritt gehabt an diesem Tag. Maybe. Vorband von Stone Sour in der Hall. Aber Pretty Reckless ain't got shit on Hailstorm. Wirklich gar nicht. Das soll ich nur beurteilen anhand von der Musik, die ich in Spotify höre. Ja, nein, die Musik ist gut. Es ist gute Musik. Aber hey, sorry, Hailstorm hat so eine Power live. Die haben eine Headliner-Show abgeballert. Die andere ist eine Stunde lang auf der Bühne am Singen gewesen, mit einer Intensität, wo du wirklich einfach so denkst, so, Alter, das kannst du ja gar nicht. Sie hat immer sehr viel Emotion in der Stimme. Die hat vor allem, sie ist wirklich, die Stimme ist einfach wirklich, ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach, es hat Druck, es hat Energie, es ist einfach, du kannst nicht weglassen. Es ist so völlig crazy. Und auch, irgendwann hat sie dann noch während dem Singen ein Gitarrensolo geschreddet. Die ganze Band ist einfach fucking overkill. Die sind alle viel zu gut. Und alle einfach Energie mindestens 180%. Immer. Ja. 24/7. Das ist so krass. Ja, das ist geil. Das ist wirklich, ich schwör's, also Hailstorm, ich verstehe nicht, wieso die Band nicht jedes Jahr an den Grammys Best Live Act gönnt. Ja, die sind bekannt, aber nicht so Metallica, sagen wir so. Nein, aber die sind wirklich, die haben, ja, das ist einfach wirklich so, die haben Feuer im Arsch. Das ist geil. Und ich habe dann wirklich einfach so, am Schluss haben sie da ihren Hit da, I Miss the Misery, so gespielt und Josh und ich sind aufs WC. Also wir sind heute los, wie du geschrieben hast. Ja, wir sind nicht aufs WC während dem Song, sondern wir sind so hinterher gelaufen, dass wir können von hinten schauen, um aufs WC gehen, wenn er fertig ist. Hey, dann haben die auch in die Hose geschissen. Hey, nein, wirklich, wir sind da gestanden und der Josh auch. Wirklich, der Josh und ich beide die ganze Zeit so an den Augen offen, Maul offen, so how? Die hat eine Stunde lang schon durchgegeben. Und im letzten Song einfach nochmal mehr als voran. Es ist, und einfach tight wie Sau. Sie muss so eine krasse Vocal-Technik haben, dass sie das jede Abend machen kann. Ja, oder die hat, vor allem die macht das ja jeden Abend. Die ganze Tour, die tönt immer genau so. Sie muss so eine On-Point-Technik haben. Die tönt immer genau gleich. Wirklich jedes Mal auf der ganzen Tour. Erstes Konzert, letztes Konzert, das ist komplett Bananas. Das geht gar nicht. Weil du hast Beispiel von genau das Umgekehrte, oder wo nachher live kannst du schauen. Ich glaube, es war der All That Remains, wo so bekannt war, dass er auf der Platte geil tönt hat und nachher live den Töne getroffen. Ja. Oder? Aber das ist das Kranke. Das ist ja nicht nur das, dass sie Power in der Stimme hat. Sie trifft auch jeden gottverdammten Ton immer perfekt. Die hat keinen einzigen falschen Ton gesungen in dem ganzen Konzert. Der Rest von der Band, ihre Drummer, die kleinen Brüder, Backup-Vocals, on fucking point. Ja, wirklich? Ja, on fucking Family point. Business. Ja, und es ist geil. Der Drummer ist ihre kleine Brüder und sie singt hauptsächlich darüber, wie sie in irgendwelchen 20 Centi Absätzen irgendwelche Dudes bumst. Das ist so ein bisschen weird, aber ich meine, vielleicht kommen sie ja aus den Südstaaten, wer weiß. Ja, nein, das ist krass gewesen. Und nachher, das ist wirklich, wenn ihr mal Live-Konzert von, wenn ihr Hailstorm live schauen geht auf YouTube Hailstorm schauen. Das ist wirklich Insanity. Was ich krass gefunden habe, ist, dass nachher Alter Bridge das nachher können nicht toppen, aber Alter Bridge ist auch saugeil. Ja. Mir hat Hailstorm jetzt ein bisschen besser gefallen, aber Alter Bridge ist wirklich einfach, es hat auch getatscht. Es hat wirklich fucking solid. Habe ich dir mal erzählt, dass wir vor Alter Bridge gespielt haben? Was? Im Rock, also mir, nicht Whiteout, Rock the Ring. Rock the Ring mit Underskin. Und als ich vor der Bühne am Ablaufen war, war Ramonti am Auflaufen und ich kann die Hand geben und so, hey, ich habe ein Foto, ich zeige es dir. No way, Alter. Fuck ja, no. Man, das war mein Moment gewesen und so, fuck, I can die happy now, man. Brudi, darf ich die Hand anlangen? Ich habe schon den Schwanz anlangen. Fuck yes, man. Ja, das ist das. Es ist so random shit. Aber jetzt alle Leute, die nicht Gitarre spielen, so, wer ist der Mark Tremonti und wieso haben die beiden einen Stiefen in der Hose? Haben die mal von Creed gehört, Alter? Das ist nicht Creed, oder? Es tönt eigentlich also. Ja, aber es ist eben, ich glaube, I Tear My Heart Open ist nicht von Creed. Das ist, glaube ich. Heart Open, ja, das ist Creed. Ja. Fucking guter Song eigentlich. Creed sind heftig auch. Creed, dass du mit Creed Erfolg hast, oder? Nachher Alter Bridge. Tremonti, Tremonti. Hure hart. Ja, was ja wichtig ist. Eben, er ist ein krasser Gitarrist. Ja, Sänger. Miles Kennedy. Der hat Frank Sinatra CD gemacht. Der Miles Kennedy hat den Frank Sinatra CD gemacht? Nein. Der Tremonti hat den Frank Sinatra Cover, ich glaube CD ist es sogar. Fuck, Alter. Oder eine Show. Ich habe einen YouTube mal gesehen. Richtig krass, Mann. Ja, apropos richtig krass.
Mein Alter Bridge, der Sänger von Alter Bridge. Der Marshall Monti, ich habe mal ein Interview gesehen, wo er gesagt hat, schießt namens immer an, wenn er Songs für sein eigenes Projekt schreibt. Weil dann schreibt er so ein Riff und dann merkt er, dass er selber muss singen. Und dann muss er das Riff abändern, weil er den Ton kann. Wenn er für Alter Bridge Songs schreibt, scheißegal. Miles Kennedy, bester Sänger ever, rätscht einfach alles ab. Legende. By the way, hast du gewusst, dass der Slash amigs Gitarrenunterricht bei Miles Kennedy nimmt? Richtig? Er hat gesagt, amigs, wenn sie auf Tour sind, hocken sie amigs an und dann fragt er ihn so ein bisschen Sachen und er zeigt ihm solche Zeug auf der Gitarre. Krass, Mann. Der Slash! Hätte Miles Kennedy vorher in einer anderen Band gespielt? Ich glaube, die haben, bevor sie Alter Bridge gegründet haben, haben sie noch eine andere Band gehabt. Aber der Miles Kennedy ist ja auch... Super Talent. Ich meine, das ist krass. Vom Anfang, ich meine, es ist nicht so, dass so eine alte Demo findest, von Alter Bridge, was einfach scheiße tönt. Nein. Nein, es ist wie Hailstorm, einfach krass. Ja, aber genau. Aber von Anfang an einfach gut tönt. Es gibt andere Bands, wo gehst die alte Bring Me Songs hören und so, okay, ja, er hat sich schon entwickelt und ich habe geschaut, oder halt... Miles Kennedy tönt immer genau gleich. Immer genau gleich, ja. Ja, auch auf den Slash Records. Aha. Auf den Slash CDs tönt er auch immer gleich. Ja. Das ist krass. Ja, dann bist du auch im Konzert letzte ja, 2 Wochen. Ja, schon. Am Samstag Being as an Ocean noch schauen. Also Gangi. Der Kraftclub ist verschoben worden. Ah, okay. Ja. Okay, cool. Ja, cool. Ja, mal schauen. Oh, spannend. Being as an Ocean mit wem? Keine Ahnung, ich glaube Sperling. Okay, ja, dann wissen Sie für den Samstag, wenn ihr nichts zu tun habt. Können wir mit mir etwas trinken? Voll. Ja, dann gehen wir mal die News. Ja, ich glaube, jetzt haben wir etwas durch. Sagen wir sonst noch? Hätten wir noch was? Ich glaube, vom Recap so von letzter Zeit nicht wirklich. Das ist doch gut. Dann zeigen wir die neue Musik von The News. Machen wir das? Yes. Aber machen wir noch schnell. Eben genau. Machen wir 3, 2, 1. Finish him. Metal Servola, breaking news. Das heavyeste Intro, das ich je gehört habe für ein Nachrichtenportal. Wie geil. Das ist die neue News-Musik. Ich bin so happy mit dem. Die sollte auf jedem Fernsehsender laufen. Mega spontig. Ich habe es in 20 Minuten gemacht. Im Fall. Das ist einfach krass. Ich bin so happy. Ja, du kannst eben auch etwas. Das ist halt... Ich sage ja immer, Ricky regelt. Das ist wirklich einfach, es ist einfach so. Ich bin einfach irgendwie eine halbe Stunde einfach News-Musik am Hören gewesen. Ich schaue so, weißt du, SRF, CNN, BBC, alle tönen anders. Im Kopf habe ich so ein Bild, alle tönen die gleich, oder? Ja, sie tönen alle gleich, aber dann, wenn sie los ist, doch nicht. Eben doch nicht. Darum muss ich sagen, das, was du jetzt da gemacht hast, tönt perfekt. Ja, Mann. Das ist der neue News-Intro für jedes Mal, wo wir ein News-Segment bringen. Du, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Cubanero so schmeckt. Nicht? Hast du nicht den Cubanero Furte gehabt? Mal. Aber der erste Schluck war, es war zu viel Schaum, jetzt ist gut. Ja, ich finde es nicht schlecht. Nein, es ist geil, es hat ein bisschen Geschmack. Sonst, wenn ihr mal könnt, das Kristall trinken von Kuba, das ist Kristall ist von ganz Amerika, Bruder. Nein, das ist von Kuba. Das ist, also, es gibt es wahrscheinlich in ganz Amerika, aber es ist von Kuba. Ist von Kuba? Also das, was wir in Kuba getrunken haben, ist sicher von Kuba. Das ist so, das hat so... Ich weiß auch nicht, es ist... Als Cerveza Cristal gibt es in Chile, Peru, in vielen Orten. Es könnte auch sein, dass es eine andere ist. Es ist wahrscheinlich einfach etwas anderes, ja. Es gibt wahrscheinlich... Es ist so wie Heineken. Wahrscheinlich hat Kuba einfach nachgemacht. Maybe ist so wie Heineken. Aber ja, whatever. Reden wir über Bier. By the way, wenn ihr das Trinkspiel spielen, kommen wir dann an einen Versus-Gig und jedes Mal, wenn ich Anyway sage, schottet ihr euch ein Bier. Oh shit. Das ist, wir haben in Nevels gespielt und nachher hat mir irgendeiner so Hacke voll erzählt. So fragen, hey, wir haben irgendwann angefangen, ein Trinkspiel zu machen. Jedes Mal, wenn du Anyway gesagt hast, haben wir ein Bier gegext. Und er war so strunk, dass ich einfach sagen musste, gut, ich muss meinen Einsatz vom Wort Anyway maßgeblich drosseln. Ja, das kann ich gut. Das kann ich gut mit so Wörtern, die die ganze Zeit sagst. Aber ja. Ja, aber du brauchst dann immer genau so eine Situation, dass es dir klar wird. Es wird dir nie klar, außer so einem Betrunkenen sagt dir genau so einen Satz. Ja, bei mir ist Sach ist. Sach ist immer so Sache, ja weißt du, Sach ist und so. Stimmt, Alter, das sagst du die ganze Zeit. Das ist schlimm. Es gibt so Sachen, wo oder es gibt auch so ein paar Monate, wo einfach ein Wort die ganze Zeit sagst und plötzlich wechselst du auf den nächsten. Genau, ja. Also anyways. Anyway, wir machen weiter mit wir News. Ihr habt eine coole Musik gehört, also es kommen mal Neuigkeiten, Konzerte, Releases und so weiter. Heute haben wir eigentlich nicht so viel. Und am Schluss haben wir auch noch ein cooles neues Segment, wo wir leider noch keine Musik gemacht haben, aber vielleicht nächstes Mal. Also, fangen wir mit den News. Und einerseits
Vielleicht kennen es ein paar Leute. Es gibt Musiker in der Szene, der heißt Syndrome, ist ein One-Man-Project, ein Gitarrist. Es ist der Marco, der früher in Silent Circus gespielt hat. Und der macht so, können wir sagen, so moderne, instrumentale Metal, Death Metal. Also wirklich so ein bisschen Scar Symmetry-mäßig. Also sehr melodisch. Ich hatte auch die Ehre gehabt, ihn als Future in einem Demigod Unleashed Song zu haben, in Silence. Der Soli ist einfach brutal. Der macht einfach geile Musik, Mann. Und der Sieg ist jetzt in der Top 20, also so, ein bisschen Backstory. Oder? Ihr kennt sicher den Jared Dines, der YouTuber, der auch Musik macht und der macht auch mit dem alten Sänger von Killswitch Engage noch Musik, mit dem Howard Jones. Ja, voll. Voll, Sion, richtig geil. Und der macht, glaube ich, so jährlich oder in 2 Jahren so ein Collab von Solis, oder? Sion, kommen jetzt aus dem Sion. Wallis. Ja, Sion. Kommen jetzt aus dem Wallis. Genau, Sind sie am Schnupfen? Was bist du bereit? Fix. Egal, ja, mach weiter, komm. Und Sache ist, oder? der Syndrome, der Jared Dines, der macht einen Collab von, sagen wir, der nimmt einfach geile Gitarristen und Musiker und macht so einen Song, der mega viele coole Künstler hat. Und jetzt hat er gefunden, hey, Jared Dines macht es einfach mit Gitarristen aus dem Internet. Und dann hat er so gefunden, Leute, schickt mal eure Entries oder er tut es die hören. Und der Syndrome ist in der Selection gekommen von der Top 50 und jetzt in der Top 20. Also, meine Damen und Herren, was ihr könnt da machen, um den Syndrome zu unterstützen, sodass sehr, sehr gute Schweizer Musiker in der internationalen Szene ein bisschen Shit pusht. Was kann ich sagen? Ein bisschen Erde zum Baby bringt. Dann könnt ihr euch mal im YouTube-Video von Jared Dines einfach den Ad-Syndrome schreiben und einfach sagen, er ist geil und seine Musik ist geil. Oder könnt ihr es erst hören in Spotify. Genau. Peter übrigens 2 ganze Alben, volle fucking coole Musik, die der Typ macht. Der sollte viel größer. Also, der macht so gute Musik, er sollte eigentlich so berühmt sein wie Scar Symmetry im Fall. No fucking shit. Geil. Und wenn ihr dabei sind, geht gerade noch das neue Whiteout-Zeug hören. Auch wenn es nicht neu ist, geht es trotzdem hören. Und könnt auch den neuen E-Verse hören. Der ist auch Hate and Crime ist raus seit 3 Monaten, oder so? Das stimmt. Also könnt schamlos Eigenwerbung gemacht. Eigenwerbung überall. Aber nein, also eben, ich finde es cool. Geht auf Syndrome hören und könnt im Jared Dines Video einfach kommentieren. Ja, der Jared Dines macht echt auch oft so geile Sachen. Weil ich glaube, hat er nicht das Video gemacht mit Best 10 Female-Fronted Metal Underground Bands, stimmt. Wo Irony of Fate nachher als erste oder zweite Band darin vorgekommen ist. Und alle Kommentare, also viele Kommentare unten dran sind dann einfach so: All of them sounded kind of the same, but Irony of Fate didn't and they are cool. So in dem Stil. Das finde ich richtig geil. Also wirklich seine Plattform braucht, um wirklich nachher kleinere Künstler oder jüngere Künstler einfach nach vorne zu pushen und in neue... Dude, seine Ex-Band kommt als... Wer ist die nächste Band? Dragged Under. Dragged Under, oh shit! Die kommen das im Pelican Festival. Stimmt. Jetzt kann ich endlich mal schauen, ob die gut sind. Also, sie sind also die nicht. Ja, sie sind schon gut, aber jetzt lass mal, ich habe eine Theorie hinter Dragged Under. Weil der Jared Dines hat ja obviously die Internet-Algorithmen perfektioniert. Der weiß, wie die funktionieren. Der hat richtig gut gesurft. Der kann das. Oder? Und jetzt, seine anderen Kollegen, die ja die Band mit ihm gegründet haben, er ist ja dann raus, weil er selber hat mit seinen YouTube-Sachen und seinem eigenen Business-Zeugs machen. Die haben ja Dragged Under weitergemacht. Und meiner Meinung nach, also Dragged Under ist geiler Sound. Ja, und dort ist auch der Gear Riffs and Beers, der Fluff. Aber meiner Meinung nach tönt Dragged Under so, wie wenn du eine künstliche Intelligenz genommen hättest, ihr gesagt hättest, du gehst jetzt auf Spotify, Instagram und TikTok und suchst dir bei der Zielgruppe 13 bis 27 alle raus, die HC und Metalcore hören. Dann machst du aus dem Ganzen ein Mischmasch, analysierst das. Und ein bisschen Beartooth drin. Und schreibst dann anhand von dem analysierten Zeug Songs. Voll. Das ist jetzt nicht irgendwie. Ich wollte das nicht. Also, das hat mir schon mal irgendjemand gesagt, dass ich sollte doch nicht Dragged Under dissen, weil sie machen gute Musik. Das ist kein Diss. Aber es tönt wirklich so, wie wenn die Musik einfach perfekt algorithmisch einfach darauf abgestimmt wäre, dass das so 14- bis 27-jährige Emo-Teenie Core Kids. Und es ist perfekt. Es ist so radiotauglich für Sirius XM
gerade ready. Ja, gell, es ist wirklich, dort ist mehr dahinter, Es wie man ist, denkt. was man heutzutage sagt, Octane Metal. Es ist für Octane in Sirius XM gemacht, oder? Spiritbox und die ganze Architektur. Du meinst das gleiche wie Buttrock, einfach für Metal. Ja, voll. Okay. Ist ähnlich. Du siehst auch mega viel, wenn so ein sehr raffinierter Radiosound schon Ja, es ist einfach so, es ist so ein bisschen fast schon abgedroschen. Es ist fast schon ein bisschen, es wirkt für mich einfach mehr so, als ob die Musik noch so eine Krawatte noch hat. So eine Business-Krawatte, weißt du? Es ist geile Musik, aber es wirkt für mich so zu sehr, als ob es einfach so gesagt haben, wir machen jetzt genau. Weil es ist perfekt. Wenn ich müsste sagen, welche Musik, wie eine Band müsste tönen, wo heutzutage HC, also Hardcore und Metalcore, so ein bisschen macht, zum erfolgreich zu sein. so wie Metalcore Boyband. So, was ist der perfekte, genau, nein, nicht Boyband, aber was ist der perfekte Sound? Was ist so der perfekte Sound zum erfolgreich zu sein? Dann ist es das. Ja, ist sehr gut ausgedacht, oder? Schlussendlich. Ja. Weil die Songs sind ja genau so lang, dass sie auf Spotify im Algorithmus bleiben und alles wüsste. Weißt du, und sie sind auch von der Aufteilung her so, dass du amigs wie verhängst und dann nochmal zurückspulst und den Song nochmal wiederholst und dann irgendwie so. Es ist Nein, aber das ist smart. Das habe ich im Fall auch gelernt, als ich mit Anderskin gespielt habe. Wir haben eben genau das Gleiche versucht. Nicht unbedingt so, wir sind einmal im Radio gewesen, aber und dort habe ich gelernt, so Song zwischen 2 und 3 Minuten. That's it. Länger als das kommst du einfach noch mit dem Radio rein. Kannst du es ist so wie der Phänomen, das mit Radio Rock passiert ist. Oder ich meine, Rock ist auch zuerst Underground gewesen und 8 nachher Minuten groß Songs. Nein, und nachher haben sie Radio Rock gemacht. Also es muss einfach kompakt sein, es muss im Radio passen, es muss einen coolen Hook haben und that's it. Und jetzt gibt es auch Radio Metalcore in dem Sinn. Oder Radio Core, Radio, was auch immer. Ja. Das gibt es auch. Das ist geil. Voll. Aber das ist cool. Wann ist der Impericon? Nächstes Jahr kommen wir noch drauf. Cool. Bin sicher dort. Geil. Ja, dann hast du nochmal aufgeschrieben, dass... Alter, der Bandname ist ja absoluter Shit. Beste Nein, der beste ist Nicolas Cage Fighter. Oh shit, ja. Das hat Bella geschickt. Ich habe aus Versehen einfach mal die Band gefunden. Nicolas Cage Fighter heisst der Name von der Band. Ich frage mich jetzt, sind es der Nicolas the Cage Fighter oder sind es der Nicolas Cage Fighter? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Werden wir nie herausfinden. Werden wir nicht. Außer wir fragen sie im Podcast. Es ist Inception von Bandnamen. Auf jeden Fall, die Band heißt Chase the Pancake. Und sie haben eine neue EP, die Black heisst anscheinend. Oh. Und die haben eine Single rausgerührt. Aber schon am 9. September. Ja, also ich habe gesehen, sie haben die Single schon vorausgehauen. Ich habe es erst gesehen, als ich sie in der Page von Extreme Battle Switzerland gesehen habe. Und ich habe einfach den Single gesehen, Automata. Ich bin da reingelassen. Und ich so, weißt du, der Name ist mir schon ein bisschen bekannt gekommen. Ich habe den schon mal gelesen, irgendwann aus der Szene halt. Und ich habe den reingelassen. Und ich so, Junge, das Production-Level ist ja brutal. Krass. Und dann habe ich gecheckt, die sind jetzt zum Studio Fredman gegangen, der In Flames produziert. Ah ja, okay, ja. Ich so, wow! Aber die Songs tönen sehr gut. Also Props an die Band. Richtig, richtig cool. Wir haben jetzt eine EP rausgebracht, heißt Black. Und gehen Chase the Pancake hören. Ist geil. Black, apropos Black. Der Nico hat mir etwas gesagt. Mhm. Ich habe mega lange nicht gewusst, wieso das eine Album von Trivium so geil ist. Ich weiß nicht, welches das ist. Aber es ist vom Sänger von Disturbed produziert. Oh. Und nachher habe ich einen Song von diesem Album gelost. Und der neue Song von Disturbed, wenn dort der Sänger wenn dort der Matt von Trivium drauf wäre, wäre es ein Trivium-Song. Aber in welchem Jahr war es? So 17 oder so? Ich glaube, irgendwo dort umeinander. Wahrscheinlich der nach Embers to Inferno. Dort, wo sie gross geworden sind, in Roadrunner Records. Das war nicht In Waves. Nein, vor In Waves. Nein, ich glaube, es war nach In Waves. Nach In Waves, okay. Oh, egal, auf jeden Fall, der neue Song von Disturbed tönt, wenn der Sänger von Trivium drauf wäre, wäre es ein Trivium-Song. Ja, hast du mir geschickt. Das ist cool. Ja. Voll. Aber gut, ja, es sind so ein bisschen News for Releases und News allgemein. Wir kommen zu Konzert sonst mal geschwind. Fix. Und zwar, also heute, ich glaube, heute noch wir auch die Episode gerade releasen nachher. Heute sind wir 24. November, beziehungsweise ihr hört es wahrscheinlich am Freitag, 25. November. Und gerade an dem Tag, am 25. November, könnt ihr in der Bruch Brothers heißt es, oder? Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Also wenn es Schweizerdeutsch ausgesprochen wird, ist es der Bruch Brothers und alles andere macht nicht so... Bruch Brothers, Bruch ja. Brothers, ja, eben. Ja. Ich habe jetzt schon mal gespielt, aber ich habe den Namen nie ausgesprochen. Aber in der Bruch Brothers in Luzern, morgen oder heute, Freitag, 25. November, spielen Promethe und Voice of Ruin. Also 2 fucking krasse Bands, die ich mal hören. Kennst du Voice of Ruin? Nein, sagt mir gerade nicht. Oh, die sind aus dem Welschen.
Müsste ich mal nachher den Song zeigen. Die sind hart, die sind sehr gut. Und Promethy ist Promethy. kennen wir. Promethy kennen wir. Und nachher, also das ist am Freitag und am Samstag, gibt es auch noch ein cooles Konzert in Huttwil. Das Huttu! Wo ist Huttwil, weißt du? Im Huttu. Huttwil, ich glaube, es ist irgendwo in der Nähe von Solothurn oder Luzern. Okay, es heisst Improvisorium Huttwil. Der spielt Molotov Train und Loma. Ich kenne Molotov Train, weil der Sänger bei Maxwell ist, der Sänger von Maxwell ist oder war. Was immer, der Gilby. Und der ist ein kleiner Sänger. Die Band ist sehr cool, macht sehr coole Musik. Also unbedingt hören. Und ja, das sind so die kleinen Konzerte, die ich aufgeschrieben habe. Genau, es gibt noch 2, 3 grosse. Mhm. Und zwar, gut, die sagen wir jetzt einfach schnell durch. Eben Kraftklub ist nicht, dafür ist Being as an Ocean im Kiff. Dann könnt ihr den Bella Gua sprechen und genau, mit dem 26. Am 27. ist Stick to Your Guns im Kofmehl mit Landmarks und Knocked Loose. Oh, das ist am Sonntag? Ja. Sonntag? Ich kann glaube leider nicht gehen. Aber gehst du schlägern, dass du am nächsten Tag im Büro einfach gehst? Genau. Also, wenn ihr euch am Sonntag einfach schnell die Fresse geben, bevor ihr am Montag ins Büro geht, das ist die Chance dazu. Dann am 30. ist das Casper-Konzert. Plus alle, die nicht das Casper-Konzert gehen und Metal hören, ab in der Hall. Orbit Culture als Vorband von In Flames und At the Gates schauen. Und welcher Tag war das? 30. Sorry. Wann ist der 30.? Das ist der Mittwoch. Mittwoch. Gibt es noch Tickets oder ist es sold out? Gibt glaube schon noch Tickets. Oh, da müssen wir genau, und jetzt, was auch noch wichtig ist. Jetzt, wir haben es letztes Mal schon gesagt, aber 3. Dezember, Samstag, Hafenkneipe. Bevor das, ich habe gerade ein Paket zusammengestellt für das Wochenende. Oh, ja. Und einerseits ist, also jetzt sind wir bis am Mittwoch gekommen, oder? Dann, am Freitag, der 2. Dezember, spielen Promethy und Irony of Fate im Werk Baden, oder? Am Freitag. Und anschließend zu dem, am Samstag, spielen Save Last Breath und Notify in der Hafenkneipe in Zürich. Genau, das wird eine komplett kaputte Show, glaube ich. Kommst du an beide Konzerte? Am Freitag voran kann ich nicht in einem Geschäftsessen. Darum kann ich leider nicht. Aber Hafenkneipe bin ich ganz sicher rum, weil ich kann die Boys von Save Last Breath nicht allein lassen. Voll, ja, da bin ich auch dabei. Also kommt unbedingt an Save Last Breath und Notify Konzert in Hafenkneipe Zürich. Und ich werde am Promethy und Irony Fate Konzert in Werk Baden sein. Also kommt auch. Stimmt, das ist das Baden. Das ist geil. Es ist gerade da. Werk ist eine geile Location. Es ist gerade da. Cool. Es ist gerade dort. Wir sind Nachbarn von uns praktisch. Genau. Also ja, kommen, das ist wirklich cool. Und ja, das sind so die Konzerte, wo wir für die nächste 1-2 Wochen präsentieren. Falls wir irgendetwas vergessen haben, falls irgendjemand von euch noch eine Show spielt zwischendrin, irgendeine Band, irgendwer, und ihr habt das Gefühl, wir hätten jetzt das nicht gesagt, weil wir es nicht gesagt haben. Wow. Ey, ich könnte das schreiben. Sagt einfach, hey, wir spielen dann ein Konzert. Könnt ihr das bitte teilen? Unbedingt. Und dann sagen wir, easy, unterschreibst den Vertrag, gibst uns 50 Stutz und dann machen wir es. Nein, unbedingt. Wenn ihr ein Release habt oder ein Song, wo ihr raushaut, ein Konzert, das ihr spielt und ihr würdet es gerne mal mit den Leuten teilen, schreibt uns unbedingt und wir tun sie unsere Liste aufschreiben für die nächste Episode. 100% im Fall. Also ja, oder eben, wenn jetzt quasi die Gig beispielsweise morgen Abend ist, können wir es auch in unsere Instagram-Story rühren. Kein Problem. Machen wir. Absolut. Das machen wir also. Alle Konzerte, die wir jetzt da erwähnt haben, werden wir auch Instagram posten für die Leute, die die Episode noch nicht gelost haben. Dann kommen hoffentlich mehr Leute an die Konzerte und können mal die Szene ein bisschen mehr vernetzen. Das ist eben cool. Und vernetzen. Ich weiss jetzt nicht, ob ihr das wissen von Ricky und mir, aber nein, beide von uns. Wir sind auch recht grosse Fans von anderen Genres. Das heisst, wenn ihr jetzt auch nicht Metal macht 100% und irgendwie etwas Cooles macht, könnt ihr uns trotzdem schreiben, wir posten es gleich. Voll. Wir reden jede zweite Episode über Janus Christus und das spielt auch nicht Metal. Also kommt, schreibt einfach, werdet Teil vom Podcast und am besten, wenn ihr eine Sprachnachricht schickt, weil nachher können wir es gerade hören, gerade im Podcast reinrühren und es ist einfach nur noch lustiger. Genau. Oder? Es wird interaktiv. Yes. Und jetzt, dass wir über interaktiv reden, kommen wir zum komplett neuen Segment. Boah, Alter. Kannst du Pornhub-Drum nachher programmieren? Pornhub-Drum? Nein, ich weiss nicht, wie es geht. Ich habe noch nie Pornhub. Ich weiss nicht. Noch nie. Okay. Der Marc, unser Schlagzeuger bei Matchbox Whisper, spielt es amigs, aber ich weiss nicht. Geil. Ich weiss nicht, ob es so tönt.
Ich kann es googeln im Inkognito-Modus, extra zum Lernen. Aber ja, dann... Hey, ich habe jetzt 4 Stunden lang das Pornhub-Intro researched, jetzt tut mir der rechte Arm weh. Hey, aber das ist eine gute Idee. Ich nehme das unbedingt als... Also ich muss das nachmachen mit Metal. Und dann machst du einfach so den Oktaver drauf, 14 Oktaven tun. Geil, Mann. Okay. Jetzt weiss ich, wie ich jetzt die Musik für das nächste Segment machen werde. Das ist auch ein Segment, wo ihr auch mitmachen könnt. Also hört gut zu. Der neue Segment heisst Drumroll, please. Musiker-Tinder. Also, das Ziel von Musiker-Tinder ist, wenn wir sehen, dass eine Band Mitglied sucht, oder es könnte auch ein Mitglied sein, also eine Person, die eine Band sucht, oder? Versuchen wir da, wie die guten Algorithmen von Tinder, die zu vernetzen. Und zwar, das machen wir Musiker-Tinder. Und zwar, heute haben wir 2 Kandidaten für das Tinder-Date. Boah, Alter, wir könnten das noch interaktiver gestalten. Wir könnten sagen, wenn sie uns etwas schicken, sagen, sie brauchen jemanden, könnten sie wie noch so ein Tinder-Profil machen. Weißt du, so, Foto und Bio. Und dann können wir es in die Story laden. Dann kannst du swipen. Wir können das nachher im Instagram einfach reinhauen als Kandidaten. Ja, fix, Ja, Alter. Das wäre also, geil. Genau. Fangen wir jetzt an. Wir haben in erster Linie unsere gute Kollegen von Anthem for a Dying Day suchen einen Drummer. Also, wenn du Drums spielst und die Musik von Anthem for a Dying Day cool findest, unbedingt melden bei den Jungs von Anthem for a Dying Day oder schreibt uns einfach, wir tun euch weiterleiten. Also das wäre cool. Anthem for a Dying Day, geile Sache. Welcher Part hat der Tomek in dieser Band? Tomek ist Gitarrist. Tomek hat ja 2 Bands. Ich habe eben mal, Eversis hat mal gespielt mit dieser Band, wo er Sänger ist. Die heisst, glaube ich, Let Me Fall. Das ist einfach verdammt geil. Resistance Fall? Nein, Let Me Fall, glaube ich. Let Me Fall, ja, Let Me Fall, genau. Und er singt und spielt. Nein, er singt, glaube ich. Nein, er singt nur. Bei der einen singt er eben nur. Auf jeden Fall ist er etwa 2 Meter hoch, 1,80 breit. Ja, das ist riesig, der Hat Junge. einen Bizeps bis am Bach runter. Voll. Das ist schon geil, Alter. Das ist, wenn du mit ihm spielst, dann weißt du, wenn es mal ein Problem im Pit gibt, dann kommt der Tomek sicher und das Problem ist weg. Ja, also Anthem for a Dying Day suchen einen Drummer, wenn du Blastbeats kannst und coole Breakdowns spielst. Übrigens, ich habe auch die letzten paar Songs von denen produziert. Ich habe sehr nah mit denen zusammengearbeitet. Und sie haben sehr coole Songs noch. Ja. Sehr coole Musik, die sie noch releasen können. Das Einzige, was ist, du musst halt wirklich Bier trinken. Ja. Weil ihre Bassist, der hat doch amigs gerne noch ein Bier. Ja, der Mike trinkt gerne Bier. Also, dann, also wir kennen sie persönlich. Wir kennen sie alle persönlich. Die sind sehr coole Dudes. Und eben, es ist coole Musik und die sind sehr motiviert. Also wenn du wirklich Gas geben und zum nächsten Level kommen, dann unbedingt melden. Und als nächstes, also jetzt haben wir mal ein Tinder-Profil für den Drummer gemacht. Also jetzt Anthem for a Dying Day sucht einen Drummer. Und jetzt kommen wir zu Bassisten. Und zwar der Kate Effect, eine sehr coole Band, sucht einen Bassist. Wie gesagt, die Jungs von der Kate Effect sind im ICU Festival dabei gewesen, weil der Drummer spielt ja bei Silent Circus. Weil der ist jetzt im Kate Effect zurückgekommen. Die sind eine lange Zeit ohne Drummer gewesen, und ich habe die sogar mal live gesehen, ohne Drummer. Sehr speziell gewesen, einfach mit der Drum Machine und einfach die Jungs sind am Spielen und singen. Du hast so einen tighten Drummer gesehen wahrscheinlich, oder? Ja, voll. Extrem tight, aber die Jungs sind auch sehr tight gewesen. Und jetzt haben sie endlich mal einen Drummer, dafür kein Bassist. Also, wenn du einen Bass spielst und die Musik von der Kate Effect gerne los ist, übrigens, beide Bands findest du jetzt auf Spotify, dann unbedingt melden. Und einfach so ein Herzenswunsch von mir für den Kate Effect. Geht nicht für einen Gitarrist, der Bass spielt. Sucht euch einen Bassist, es ist viel mehr wert. Es ist viel besser, glaub's mir. Ich habe am Dings, ich bin sehr schlecht mit Namen, aber der Gitarrist von Kate Effect, habe ich dort geschnurrt. Er sagt, ja du, es gibt genug Gitarristen, die einfach keine Band finden und einfach Bass spielen. Also, Ja. findest du trotzdem nicht. Ja, das ist so. Das hat der Josh doch gesagt in seinem Ja. Podcast. Dort, ich glaube, wo ich dabei war sogar, hat er das ja gesagt. Dass er als Bassist einfach, wenn du Bass kannst spielen, also wenn du Gitarrist bist und du spielst in einer Band, kauf dir einfach einen Bass, einen billiger, lern Bass spielen, Findest du Bands überall? weil Bassisten findest du nicht. Ja. Gitarristen findest du... Gitarristen gibt es mehr als Sand am Meer, aber genau. Bassisten gibt es keine. Mhm. Nein, wirklich. Das ist wirklich. Gitarristen gibt es wie Plastikabfall im Bassisten und Meer. Drummer singen wir. Ja, aber Bassisten sind wirklich so. Und das Ding ist, wenn du wirklich ein Bassist bist, Alter, dann hast du einen Vorteil gegenüber allen anderen, weil die anderen sind einfach 100%. Gitarristen, die Bass spielen. Das ist wirklich so. Ja, voll. Eben, der Josh hat ja gesagt, er kommt wahrscheinlich, bevor er selber weiss, dass er aus einer Band austritt, schon Anfragen über eine neue Band hat. 100%. Alter. Ja, aber eben auch, seit ich jetzt den Bass, seit ich angefangen habe, Bass zu spielen für Matchbox Whispers, habe ich auch schon etwa 4 Anfragen bekommen von Kollegen, die irgendwie so, hey, ich habe so eine Idee für so ein Projekt, hättest du irgendwie Bock noch Bass zu spielen? Und meistens habe ich halt einfach keine Zeit, leider. Ja, das ist schon.
Aber immer, ja, ich werde immer nur gefragt, Gitarre interessiert niemand mehr. Nein, das ist überall im Fall. Überall. Ja. Das fehlt nie. Und das Ding ist, ganz ehrlich, der Bass spielen ist fun. Es macht Spass, es ist geil. Weil, habe ich auch lange gebraucht zum Lernen, aber der Bass macht eben die Musik. Ja, es ist nicht Gitarre. Bass, Kick und Snare machen alles, machen die ganze Eier. Ja, das ist wirklich, Gitarre ist einfach so Gitarre ist geil, zum den Leerraum zwischen ihnen mit Lärm zu füllen. Und der Bass macht einfach die Musik. Der Bass ist das, was seinen Arsch hin und her bewegen lässt. Absolut. Der Bass ist der Samba. Und das ist etwas, wo ich auch merke, gewisse Bands vernachlässigt. So ja, Bass einfach etwas. Moderne Metalcore-Bands. Jedes Mal, wenn der Nick Nocturnal das ins Video macht, Bass, we just copy-paste. So, ja, dann machst du noch Oktaven tiefer. Oder wenn der Bass nicht so gut rausgehörst im Mix, finde ich auch mega schade. Ich mische den Bass bei mir immer mega laut. Also das geil. Ja, aber es ist auch wichtig. Das ist ja das, was fixt. Es ist das Wichtigste. Das ist das, was... Jetzt muss ich leise reden, weil sonst kommen sie hinter mir her. Das ist das, was mir bei Lorna Shore fehlt. Der Bass. Ja, sie haben so viele Layers und so schnell ein Kick. So Lorna Shore, es wäre wirklich hure geil, aber es hat einfach keinen Bass. Ist versteckt zwischen den Layers von alles. Ja, er ist irgendwo drin und tönt wie eine Gitarre, aber... Ja, das Problem ist, wenn der Kick die ganze Zeit einfach dann hast du keinen Platz für was. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist schon schwierig. Aber ja, das ist doch geil. Absolut. Ja, jetzt haben wir ein komplett neues Segment gebracht. Wir haben neue Musik für den News-Bereich auch noch ausgebracht. Also ich glaube, langsam haben wir ein bisschen Struktur, würde ich mal sagen. Oder was denkst du? Das ist ja nicht schlecht, ja. Also dann, was sagst du, tun wir alle jetzt da stoppen für die Episode? Ich würde sagen, es ist gut, weil viel mehr sagen kann ich nicht mehr zu erzählen. Nein, ich glaube auch nicht. Dann können wir in den nächsten 2 Wochen weiter mal ein Konzert besuchen. Wieder mal neue News und Releases mal sammeln. Schreibt mal, wenn ihr eine coole Idee oder Feedbacks oder Fragen habt für uns. Ich meine, das machen wir gerne. Und wie gesagt, am besten, wenn es eine Audionachricht ist, dann können wir es gerade abspielen. Ja, das wäre jetzt... Es klingt vielleicht blöd, wie wir das 15 Mal gesagt haben, aber... Es wäre lustig. Es ist halt doch wirklich wesentlich cooler, wenn man die Frage hört, wie sie gestellt wird. Weil, ja, wenn jetzt einfach einer von uns die Frage vorliest und der andere beantwortet sie, ist das so ein bisschen... Und sonst gibt es die Gefahr, dass nachher der Bella mit seiner Cartoon-Stimme eure Nachricht vorliest. Ja, die haben ihr jetzt heute nicht gehört, aber schau jetzt, wenn ihr den Podcast gehört habt, wie gesagt, das Crossover, wo niemand denkt hat, dass es braucht. Da bin ich gespannt. Es ist passiert, ich auch. Jetzt können wir noch kurz 5 Minuten darüber reden, wie wir dann ihren Podcast crashed haben. Also crashed haben wir ihn ja nicht. Stimmt, ja. Erzähl mir das schon. Also es ist wirklich lustig. Also eben, Brian und Josh, wir haben eigentlich gesagt, wir würden irgendwann gerne mal etwas zusammen machen. Also immer blöderweise an dem scheiß ICU, also an dem sehr coole ICU. Blöderweise an dem scheiß ICU-Festival, das war geil gewesen, Mann. Das geht ja gar nicht. Ja, sind wir da gewesen und dann haben sie irgendwie, die haben ihre Mikrofone dabei gehabt. Also das wird, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Folge. Voll. Ja, ich habe sogar die Jungs eine Kamera mitgenommen und gefunden, Jungs, machen sonst einen Kamera-Podcast. Sie haben es einmal probiert, so wie, nein, ist nicht unsere Sache. Ist auch komplett legitim. Ja, aber sie hätten nicht mal so Radiogesichter, weißt du, was ich meine? Ja, ich finde es lustig, irgendwann mal, dass sie mal ein Videopodcast machen. Wir haben doch die Idee gehabt, dass wir einen Podcast machen, wie dass wir einfach 2 von uns switchen. Stimmt, wir machen eine Folge «Wer blastet was» mit dem Brian und mir und wir machen eine Folge «Metal Server» mit dem Josh und dir. Ja. Und dann machen wir es umgekehrt. Ich kann, jetzt dass du sagst... Und dann machen wir irgendwann eine Folge «Wer blastet was» mit uns. Ja. Nein, ich glaube, was ich cool finde, es wäre ein cooles Experiment auch, weil ich muss auch sagen, es ist auch sicher anders, wenn eine Kamera vor dein Gesicht hast. Agierst auch ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen nervöser, wenn du daran gewöhnt bist. Aber ich glaube, wir könnten irgendwann mal die Jungs als Gast haben, oder? Zu viert. Und einfach noch Kameras aufstellen und schauen, was passiert. Schauen wir, ist es komisch? Ist es cool? Das wird ganz sicher komisch, das kann ich jetzt schon sagen. Und das ist noch lustiger zum sehen und zum schauen. Also ich finde es richtig lustig. Nein, also das Letzte, was wir eigentlich sagen wollen, ist, hört unbedingt die ICU Festival Episode vom «Wer blastet was» Podcast. Podcast. Ja, und ich glaube, im Konzert hat Fotografin oder Videograf vom Festival selber noch Videos gemacht. Wahrscheinlich wird Corinne noch ein paar Videos rausbringen. Wer weiß, who knows. Wäre sicher cool. Und das ICU Festival gibt es auch sicher nächstes Jahr.
Also dann, eben Corinne, wenn du hörst, ich weiss, Eversys wäre ein guter Kandidat für nächstes Jahr. Also überleg das, das wäre cool. Anscheinend sind wir billig und okay, um damit zu arbeiten. Hey, dann kann ich kommen und einfach Bier trinken und ich sehe, wie ihr spielt. Geil. Ja, Mann. Also, wie machen wir es jetzt? Wie enden wir das? Tun wir einfach sagen. Yeah, ich bin der Brian und das ist Metal Servelo gewesen. Nein, das haben wir schon letztes Mal Du, gemacht. Junge, ich tön's fest wie der Brian, es ist unglaublich. Das haben wir schon letztes Mal gemacht. Alle so, du tönst gar nicht wie der Brian. Wir müssen aufhören, Plagiat machen da. Aber ja. Bis wir erfolgreich sind. Nachher Absolut. Dann können wir alles Plagiat machen. Nein, aber merci mal fürs Hören, Leute. Merci mal für alle Nachrichten, die wir bekommen haben. Alle, die uns geschrieben haben. Wie gesagt, wir haben schon eine Gästeliste angefangen aufzuschreiben, weil so viele Leute würden mehr gerne im Podcast dabei sein. Das macht uns auch mega Freude. Wären dann wahrscheinlich erst ab, ich würde sagen, so ab Episode 10 vielleicht. Ja. Also ich würde sagen, machen wir ein paar Episoden noch selber, sodass wir auch ein bisschen im Ball reinkommen, dass wir ein bisschen den Flow lernen und nachher wir schon Gäste anfangen aufnehmen. Und ich habe den perfekten Ender. Mhm. And we'll see you. Tschüss.